geschrieben, ey, starten, ey, ich will 10 Sekunden spät, oh nein! Oh nein! Der Birger ist 10 Sekunden spät, Birger, Der Timmy Boy war das bevor mir, der Timmy Boy war punktgenau. Punktgenau war er. Haben wir leider nicht zu Gesicht bekommen, aber trotzdem, schöne Grüße zu dir daheim. Ich finde immer noch lustig, seit Anbeginn der Zeit, Timmy Boy, schreibst du Servus, bin auch da, Punkt, ohne Leerzeichen, Grüße von mir daheim. Das wird bei mir jetzt mal unterstrichen und ich kann draufklicken. Und dann komme ich auf irgendeine Internetseiten und ich drücke lieber nicht drauf. Das ist nix. Kinder, das ist nix. So, jetzt aber mal Folgendes. Habe! Kuss auf die Nuss! Evans, Birger, 20 Uhr Micker. Weiter geht's mit KCD 2. So sieht's aus, Freunde der Sonne. Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen rein, damit nichts passiert. Habe die Ehre an den M8 15, an den Moist, an den Forest Squad, an den Grotz, an den Huber, an die Carina. An den Selbstspieler, an den Genügerten Beize, an den Sebian, an den Herrn Baumgartner, an den Wurzelsepp, an das Gurtgeil und an den Staudi, der Vordono Squad, Kuss auf die Nuss, Dankeschön, ich hab's schon gesehen, stop it with this nonsense! An die Leuchtrauschkugel, an den Leckmermarsch, an den Georg, an den Forest Squad, an den Zach, an den Blackbimmer, Kuss auf die Nuss, mir ist wieder ein Resub. Hallo edler Bierkerl, seit 12 Monaten nun bin ich einer eurer Knappen und kann guten Gewissens sagen, bester Mann am Hofe! Herr Blackbimmer, mehr ist dir. An den Grumpi sein und überhaupt und sowieso. So, Tilboy, nein, das war nicht. Servus, bin auch da, Punkt, kein Leerzeichen, Grüße von mir daheim. Naja, daher das Hashtag Leerzeichen. Hau ab. Merci dir. So, was ist denn da heute eigentlich kaputt? Da ist der Herr Hofer. Herr Kruzifix, sind es schon viele Monate? Warte mal, 72 Monate. Ich muss jetzt mal wieder nachrechnen, wie viel das sind. Pass auf, 72 geteilt durch 12 sind exakt 6 Jahre. Herr Hofer, vielen lieben Dank dafür und natürlich auch an alle anderen. Aber 6 Jahre ununterbrochen hier ein Mitglied zu sein, bedeutet mir sehr viel. Da geht es auch viel weniger ums Geld, muss ich ganz ehrlich sagen, als wirklich jemand, der... Laura! Ab in den Chat, habe die Ehre, Laura! Welcome to the Squad, Kuss auf den Nuss, danke dir. Fast out, chill! Chill die Kniescheibe! Was machen Sachen? Können mir Ads an selbstgemachten Burger und deinen Stream besser, kann man den Tag nicht ausklingen lassen. Auf an geilen Stream. Grüße aus Burg Lengenfeld. Schöne Grüße zurück nach Burg Lengenfeld, 30er ist 2 und du weißt es! Aber wem erzähle ich das? Du bist nämlich auch schon sehr lange dabei. Ich hab noch mal gestern spät Nachmittag habe ich noch mal ein Zeitungsinterview geführt. Mal endlich einmal zum großen Teil über was anderes als, wann bist du zu YouTube gekommen und das kommt auch vor. Aber es sind ganze Seiten und wir schwadronieren mal ein bisschen über Kingdom Come Deliverance 2 tatsächlich. Denise! Oh, heute ist aber der Frauenanteil riesengroß, was ist da los? Was ist denn jetzt? Da gibt's schon wieder. Mika ist aber, in Zukunft müssen wir Member Mika nennen. Kirge! Der Kirge-Braid! Kuss auf die Nuss, Kirge-Braid! Merci dir, welcome to the Squad, ab in den Chat, habe ich dir sagen, was ich vorher sagen wollte. Mir geht's da gar nicht, da geht's nicht ums Skate, sondern da geht's darum, jemand ist wirklich freiwillig bereit dazu, 6 Jahre lang ohne verschissene Unterbrechung Mitglied in diesem Kanal zu sein. Und das ist keine Ahnung. Das hätte man niemals erträumen lassen, dass das jemals freiwillig irgendwer tut. Jetzt, was ist denn heich? Alles hin! Das war Deep Bass. Deep Bass 9. So, wen habe ich jetzt alles vergessen? Giggle Braid und Hawaii Sepp. Welcome to the Squad, allesamt miteinander. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Der Löwensepp, jetzt wieder Euro 44 Jahre, die Birger, weiter geht's in Gutenberg. Ich habe nicht weitergespielt, also ich habe selber natürlich ein bisschen gespielt, aber bin nicht recht weit gekommen, weil ich bin nicht mehr aus Gutenberg rausgekommen. Ich habe nur Nebenquests gemacht. Hab nicht viel zerrissen. Olivia! Merci für 1 Jahr! Mein letzter doch als Mitglied heute. Tochter heiratet nächstes Jahr und ich will jeden Cent sparen, damit es richtig schön wird. Los werden tust mir aber nicht. So weit wird es noch kommen, dass sich irgendjemand dafür rechtfertigen muss oder meint zu müssen, wenn das nicht mehr geht oder generell nicht geht. Olivia, Kuss auf die Nuss. Sag mal, wie alt bist du, wenn deine Tochter heiratet? Moment mal. Moment mal. Irgendwann, ich bin der Älteste da herin. Ja, du weißt es. Was ist da los? Oder ab wann darf man heiraten? Ab 12? Ich weiß es nicht. Olivia, Dankeschön. Stefan, mir ist wieder ein Euro. Freitag, 14 Uhr, ich freue mich schon drauf. Wie lang ist die längste Mitgliedschaft? Da haben wir da nicht vor kurzem erst einmal nachgeschaut. 75 Monate? Ich schau.
Ich schau noch. Ich sag das, wie es ist. So, 84 Monate. Es ist immer noch der oder die. Let's Play. Ja, tun aber mir jetzt wieder im Fünfer. Lemmings kommt vielleicht irgendwann. Vielleicht machen wir über den Sommer mal. Ich rede schon lange von einer Retro-Reise, aber dann sollen wir uns Lemmings anschauen. Oder wird Bürgerin zu sagen, pflegt Lemminge. Nein, ich sag nicht Lemmings, sie sagt, ich mag Lemminge spielen. Flo, merci dir. Franz, merci für deinen Zwickel. Sacre, sagsen die. Jetzt muss ich erst einmal alle erwähnen. Jetzt passen wir auf. Mr. General Demon, 67 Monate, absolut gestörte Scheiße, Dankeschön. Olivia, 12 Monate. Ah, das ist schon absolut gestörte Scheiße, Dankeschön. Löwensepp, Mr. LFD, was heißt denn das? Laufende 276. Servus. Seit 6 Jahren dabei, kein einziges Mal bereut. Das freut mich sehr. Danke für die Begleitung durch Höhen und Tiefen und viele Räusche. Ganz ehrlich, das beruht auf Gegenseitigkeit. Girgel, merci dir, Denise, merci für dein Fünfer, Maki, merci für dein Resub, Firestone, merci, Laura, merci, Demmertz, merci, Herr Hofer, merci, Timmyboy, merci. So haben wir jetzt alle. 84 Monate, das sind genau 7 Jahre. Sind das genau 7 Jahre? Das ist nach Harlem Riese, ist das richtig. Das ist der oder die Dani B. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Namen seit 100.000 Jahren, glaube ich, auch im Chat nicht mehr gelesen. Entweder ist derjenige gestorben, oder er hat es einfach vergessen, oder er ist stiller Zuschauer, oder ich weiß es nicht. Dani B., bitte melde dich im Nachschau-Squad in die Kommentare. Irgendeine App sagt, dass das alles okay ist. Kuss auf die Nuss. Und der zweite, mit 83 Monaten, ist übrigens der Fanboy. Und der Fanboy ist der Chris, der Trachtmann Chris. Und ich habe es ihm schon 1000-mal gesagt. Ja, hör auf damit, was soll das denn? Der will ja nichts! Kuss auf die Nuss, welcome to the squad. Ich weiß nicht, was heute wieder los ist, aber ab und zu, wenn einer anfängt, dann flippen alle wieder aus. Weiß nicht, was da los ist. Jetzt geht's einmal wieder. Wunderland in Hamburg war der Hammer auf an geilen Stream. Ah! Mehr die haben wir wieder hin. Schau. Was ist denn jetzt wieder? Warum wird das wieder ausblendet? Longleg-Schul, du bist auch schon 1000 Jahre Nimm dabei. mein Gold und erwirb dir einen wahren Helm, wie ihn ein edler Ritter zu tragen pflegt. Ach, ja, und dann auch noch mit ganzen Sätzen, die sie nicht lesen, als hätte jemand 14 Schlaganfälle schon bei den ersten 3 Buchstaben gehabt. Longleg-Schul, merci dir, es ist zu viel, ich versuch's zum Retriggern, weil es schon wieder so, wenn sie angezeigt wird, das ist auch nichts. Longleg-Schul, merci dir, du bist lang nur dabei, das weiß ich. Es ist zu viel und du weißt es. Und du weißt es. Brauchen wir nicht schmerzen. So. Jetzt aber. Jetzt fährt es nicht mehr davon. Ich weiß nicht, was das liegt. Das werden wir auch nie wieder rausfinden in dem Leben. Nimm mein Gold und erwirb dir einen wahren Helm, wie ihn ein edler Ritter zu tragen pflegt. Das ist der Plan. So! Kuss auf die Nuss. Merci dir. So, was ich jetzt schon einmal in weiser Voraussicht tue. Hoppala. Haben wir einen Dreamweaver noch auf. Das ist nix. So, machen wir das zu. Ich starte schon mal das Spiel. Warum? Weil der Ladescreen in Kuttenberg drin relativ lang dauert. Und da sollten wir gleich anfangen damit. Sonst sitzen wir wieder 1 Minute lang im Ladescreen, das ist nix. Das ist nix. Und Punkt 10 nach wird reingetüdelt, wird reingerittert. Sonst, wie geht's den Rest? Steffi schreibt, also ich kenne Lemminge nicht. Da hat's aber gerne mal anschauen. Du kennst Lemmings nicht? Grafikkarten ist schon auftrat, weil ich vorher schon ein bisschen gespielt habe. Meister Hannes, gut aufpasst, gut aufpasst. Was ist? Tatsächlich der einzige Streamer, dessen Stream ich schaue. Hier mal ein kleines Dankeschön für deine Zeit und der tollen Unterhaltung. Ja, was ist? Das ist der nächste Satz, der ohne dass das Maisgehört am Bugel runterläuft. Kuss auf die Nuss, absolut nichts zu danken. Absolut, ihr bedankt euch bei niemandem, okay? Ja, was ist? Dankeschön. Schluss damit. Kuss auf die Nuss. Der WB 0815 schreibt, oh Nostalgie. Glückskatze schreibt, mir geht's gut. Schau hin! Wenn einer reagiert drauf, wie geht's euch eigentlich so? Eine schreibt dann zurück, mir geht's gut. Und der Rest? Ich fange heute nur mit Spider-Man 2. Ne. Habe ich nicht so viel Positives drüber gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß jetzt auch nicht. Und das, was die Wife schreibt, Steffi B., jetzt bin ich aber überrascht. Ganz ehrlich, mich wundert es auch, dass du Lemmings nicht kennst. Du spielst auch sehr viel Computer, sehe ich zumindest in meiner Friendlist. Gut, du spielst hauptsächlich Daisy, aber du konzentrierst dich wahrscheinlich auf das, aber ist ja wurscht. Bisschen Depri gerade. Der Huber ist ein bisschen Depri, das heißt, wir müssen halt wieder irgendeinen Scheiß bauen, damit es was zum Lachen gibt. Timmy-Boy! Ausrufezeichen Cap. Ausrufezeichen, ha, nice try. Der WB 0815, oh sorry, hab gerade eingeschalten. Nichts passiert. Umfrage, ob wir uns heute bei dir bedanken beim Bier. Scheiße für eine Umfragen! So schaut's aus. So, ich drücke jetzt da mal fortfahren. Ja, damit das Spiel gleich einmal losgeht, das dauert jetzt eher Minuten zum Lohn. Was ist eigentlich das für Fetzen, der da raushängt? Was ist denn das da? Ja, das ist meine Haare. Okay, dann sind meine Haare. Das ist wurscht. Das ist wurscht.
Habe ich bloß einen Teig gestopft. Halbe Bier vor mir, also optimal. Mister, das wollte ich hören. Cyberfox schreibt, wenn du so fragst, leider etwas gestresst und deprimiert, aber da helfen deine Streams ungemein. Dann lohnt es euch zurück, holt euch eine halbe. Jetzt gemütelt man sauber in Kuttenberg umeinander und schauen wir, was passiert. Einen Geiss müssten wir finden. Das weiß ich noch. Der ist irgendwo links unten in Kuttenberg. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich aber nicht mehr so hundertprozentig genau, warum wir suchen müssen. Das werden wir aber herausfinden, wenn wir die Quest-Log lesen. So, der Ladebildschirm läuft übrigens schon. Ladebildschirm ist am Schlüssel. Ich schalte dann schon um, sobald es losgeht. Die Skulls and Lace! Bin Wichtig! krank, obwohl absolut keine Zeit dafür. Unser Kater hat dem Jackson beim Drüberlaufen die Hand so aufgeschlitzt, dass er morgen nicht hackeln kann. Was? Unser Kader hat dem Jackson beim Drüberlaufen die Hand so aufgeschlitzt. Wir können einen Kader. Der hat bloß wieder die halbe Wahrheit. Das ist bloß die halbe Wahrheit. Ne, eine Katz läuft nicht aus Versehen über ein Hemd drüber und schlitzt die dann auf. Das wissen wir alle, wenn wir da sind. Skulls and Lace. Kuss auf die Nuss, Dankeschön und gute Besserung, was auch immer da los ist. Ja, wir sind ein gelber Ziel vom Bergdoktor, der Schotten hier. Alexander! Mir ist wieder ein Euro, der zurück. So, Schnauze jetzt! Alert Sounds sind aus, los geht's, Space Clone. Ah, gleich Misi da, so, du willst gleich zum Schmusen. Nein, lieber nicht. So. Jetzt pass auf, nichts neues Spiel, da sind wir. Bitte lehnen Sie sich zurück, jetzt schauen wir erstmal, wo wir waren und wo wir sind. Also, was ich hauptsächlich gemacht habe, ich habe nur Nebenquests gemacht. Da war eine coole dabei mit so einem Badehaus und so. Da kannst du wieder zum umeinander huren, sagt man ein paar Depp und so. Aber ihr werdet die sowieso nicht zum Sehen kriegen, sag ich euch, was ist, weil den Strike, den riskieren wir mir nicht. Hab einen Haufen Geld gemacht, sehr viel Bums verkauft, so 5.800 Groschen, was ich mit denen so, ich weiß sowieso nicht, weil alles, was ich haben will, klaue ich. Herr Pausch, du hast meine 5-Monats-Mitgliedschaft überlesen. Herr Pausch! Wo? Da! Der hat ja einen guten Abend, hat mir wegen dir das Spiel jetzt gekauft. Hängen gerade noch vor der Hochzeit beim Herrn Semin. Haben Sie viel Spaß, da habe ich gar kein schlechtes Gewissen. Sorry fürs Überlesen. Merci für den Fünfer, Kuss auf die Nuss. Merci für den Zwickel. So, Schluss jetzt mit der Rundonetterei. Ja, so schauen wir aus. Recht viel gibt's da nicht zu erzählen. Aber, was wir mit denen, wir haben ja in der Unterwelt, finde Geiß. Eigentlich sollte man das alles lesen, es wird nicht helfen. Das Spiel ist einfach eine große, ganz lange, große Geschichte, aber wir müssen ein bisschen Meta machen. In die Unterwelt. Dass es nicht leicht sein würde, Herrn Hans zu finden, lag auf der Hand. Das ist unsere ursprüngliche Mission, und Hans befreien. Es gab aber jemanden, der mir helfen konnte. Johann von Liechtenstein, der im Auftrag von Jobst in Kuttenberg spioniert. Allerdings gab es keine Spur von ihm und leider kannte ich auch den Grund hierfür. Wenn mir jemand verraten konnte, was mit Herrn Hans passiert war, dann von Liechtenstein. Doch wie finde ich ihn nur? Kuttenberg ist nicht nur groß, das ist absolut richtig. Ich glaube, ich bin jetzt da 3 Stunden in der Stadt gelaufen und habe nicht einmal ein Viertel gesehen. Sondern auch ziemlich gefährlich. Katharina war in Kuttenberg, um herauszufinden, was aus Liechtenstein wurde. Es gibt kaum Hinweise. Der vielversprechendste kommt von einem Bettler namens Geiß, der in einer berüchtigten Schenke rumerzählte, dass er für einen unbekannten Edelmann spionierte. Das kann also unser Mann sein. Um bei Jeniak, der im Rattenloch bei so ziemlich allem das Sagen hat, Eindruck zu machen, sollte ich gegen einen gewissen Goliath kämpfen. Haben wir gemacht. Ich kann bloß sagen, dass der seinem Namen alle Ehre macht. Nein, oder nicht? Die haben einfach über den Haufen gedroschen. Im Rattenloch, wie die hiesige Absteige heißt, wollte niemand mit mir reden, also blieb mir nichts anderes übrig, als mir den Respekt des großen Jeniak zu verdienen. Es stimmt, dass Geiß in der Schenke damit prahlte, für irgendeinen Herrn zu spionieren, auch wenn ihm das aufgrund seines Rufes keiner abgekauft hat. Er hat aber wohl eine Menge Gold bei sich, was ungewöhnlich für ihn ist. Später tauchten ein paar seltsame Kerle auf, die Geiß vor die Tür zerrten und ihn verprügelten. Seitdem hat ihn niemand gesehen, aber ich habe einen Hinweis auf seinen Verbleib bekommen. Offenbar raubt er gerne Leute zwischen dem Radek-Bezirk und dem Pferdemarkt aus. Geiß' Spur führt zu den Gassen zwischen dem Pferdemarkt und dem Radek-Bezirk. Angeblich soll er dort des Nachts Trunkenbolde ausrauben. Ich sollte mich dort umhören. Jetzt ist die Frage, müssen wir erstmal warten. Also auf der Map, wir stehen da. Map, by the way. Und irgendwo in dem Gebiet ist er. Und da die jetzt sagen, jetzt bleiben wir erstmal stehen, warten wir bis 21 Uhr. Und dann. Hoppala, falsche Taste. Wir haben ziemlich der Haut. Ich hoffe, dass da nichts fällt. Wo kann man da schnell schlafen? Eigentlich müssen wir irgendwo in eine Schenke und da vielleicht irgendwo schnell schlafen. Zufällig gibt es da eine Schenke da drin. Und da die doch vorschlagen, dann wurschteln wir uns da hin, die ganze Zeit geradeaus und fahren dann irgendwann links. Dann machen wir doch das. Da kaufen wir uns schnell ein Zimmer, dann schlafen wir eine Runde
bis um 9 Uhr auf die Nacht und dann ist die Frage, er raubt ja Trunkenbolde aus. So, das heißt, wir müssen uns zusaufen und dann warten, bis er uns ausrauben will. Und lustigerweise hat in den Nebenquests hat bereits jemand ausprobiert, dass er mich ausraubt. Den muss dann nachlaufen und einer aufs Maul hauen. Da hat mir irgendeine tolle Geschichte von der toten Saufer. Da ist er Drogeland. Genau da! Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Und dann habe ich ihn da mitgehabt, habe ihn einfach zusammendroschen und dann hat er mir mein Geld wieder gegeben. Schlafen in einem Bett, würde ich sagen. Ja, natürlich. Zum Badehaus mag ich jetzt nicht den Brunnen und das. Ein Brunnen? Mitten in der Stadt? Mitten in der Stadt? Wo kommt denn das Wasser her? Wo kommt denn das Wasser her? Ah! Was ist denn mit dir, du Arschloch? Da haben wir noch nicht Vollgas-Narischer. Was ist mit dem? Ist das nicht etwas früh? Ich muss kurz einer Nebenquest nachkommen. Achtung. Grüße. Da hab ich in der Nebenquest vom Sigismund in einem Lagerhaus Würstel klauen müssen. Ich hab dir Und die muss ich da jetzt verteilen. Sigismunds Wurst. Kriegst du. Grundgütiger. Grundgütiger. Ich träume wohl. Er träumt. So viel Essen. Das ist ja wie ein königliches Festmahl. No. Ich kann mich satt essen. Wem Passt kann schon. ich für diese... Ja, uns halt. Das ist alles von der Kuttenberger Gilde. Das überspringe Und ich den jetzt ein edlen bisschen, ja, König damit wir da wieder nicht So ewig gut umeinander kümmert bummeln. sich die Gilde um uns. Seht ihr schon wieder ein Nuttenperl, du Hammi, du. Was? Gott. Die habe ich Wir gekriegt sehen vom uns. Badehaus natürlich. Ist ja klar. Ist ja klar. So, ist das der richtige Weg da nach unten? Ja, ist er tatsächlich. Fast. Die Frage, ob ich da. Ne, läuft man da oben. Läuft man nochmal eins zurück und dann rechts. Jetzt mag ich ein Würstel. So ein Krakau geht eigentlich immer. Soll jetzt eigentlich immer im Kühlschrank kommen. Wobei, ich glaube, die muss man nicht einmal im Kühlschrank. Was ist denn das da? Das haben wir jetzt entdeckt. Vorsichtig. Gott bestraft unsere Sünden. Bist du der Geiß? Naja, ist der Lukas Halbmönch. Nein, ich brauche jetzt mein Zimmer. Hallo, Bürgerin. Nix Bürgerin, bist du es? Schankmeid. Grüß Gott schütze dich. Ja, dich auch. So, hier handeln. Nein, das ist nichts. Ich mag ein Zimmer. Habt ihr keine Zimmer? Hast du ein Zimmer? Grüezi, fix doch mal, ich muss Gewiss schlafen. doch, sei unbesorgt. Darf ich da einige? Darf ich da einige? Hat nicht jede Schenke ein Zimmer, oder wie sehen das? Renne ich wieder in der Toilette umeinander, das ist nix. Fix, jetzt haben die da herum kein Zimmer nicht! Halt dich an die anderen. Hier ist's nicht sicher. Was? Wieso soll ich denn da nicht sicher sein? Jetzt lass mich mal in Ruhe. Mann, jetzt kann ich da nirgends schlafen. Da müssen wir einfach warten, dann hilft's nicht. Wo ist der Wirt? Kann ich das nicht einmal bei der Schankmeid? Kann ich das nicht einmal bei er ist schon wieder der Adlige, ist schon wieder bummvoll. Lukas der Halbmönch. Schauen wir mal, was er zum Sagen hat. Ich suche nach. Probieren wir es halt einfach mal. Ich suche nach Geiß. Ich suche einen Landstreicher, der sich Geiß nennt. Ist er ein Bergarbeiter? Glaube ich nicht. Eher ein Dieb. Ich würde die Bergarbeiter fragen. Ich komme hier nur manchmal vorbei, aber die sind ständig hier. Wir sehen uns. Bergarbeiter fragen. Oh, stimmt. Oben drüber kann es Zimmer geben, gell? Hat das noch Zimmer? Privatbereich, das ist nix. Schaut ja nicht nach vermietbarem Zimmer aus, aber vielleicht auf der anderen Seite. Warte mal. Gelobt sei der... Guten Tag. Ja, das ist eine andere Schankmeid. Und muss ich zum Wirt. Wo ist der Wirt? Bist du der Wirt? Du bist nicht der Wirt. Verzeihung. Ich sehe ihn aber heute auch einfach nicht. Na gut, dann warten wir einfach bis auf die Nacht, weil es nicht hilft. Machen wir folgendes. Dann warten wir mal bis 21 Uhr. Ich glaube, das ist ja so gekennzeichnet als Nacht. Herr Anton Killer, da habe ich ganz furchtbar schlechte Nachrichten für dich. Fürchte ich. Sagt ihm jemand aus dem Chat. Aber nett. Auf der Bank, wie auf der Bank. Er hat sich fix, da hockt er doch am Bangerl, der wird die ganze Zeit. Was? Was ist das da? Das ist ein Bergarbeiter. Wo hockt er denn auf dem Bangerl? Hast du gehört? Das Dirk, der Hengst. Das ist ja scheißegal. Den findet man schon. Da, Adam, was Adam? Ach, das ist der Badehausbesitzer, der andere nicht, der mich angefragt hat. Jetzt warte mal. Der Handwerker. Wen haben wir da? Wilhelm der Barde. Kann ich nicht brauen. Lukas der Halbmönch. Kann ich auch nicht brauen. Das ist doch in aller Munde. Kirche. Kirche ist am Eskalieren, ja. Essen stehlen, das ist auch nichts. Ja, leg mir was, jetzt sucht man einfach, haben wir noch nicht mitgenommen. Mit wem? Mit den Bergarbeitern soll man schmatzen, hat's habe ich geheißen. mehr Zeit zum Würfeln. Da, wen haben wir da? Du heute Abend Lust Ah, Handwerker, Bürger, Bergarbeiter. Ja, sag mal. Der Bergarbeiter Franz. Franz, Dich. ich suche nach Geiß. Ich suche nach einem Kerl namens Geiß. Kennst du ihn zufällig? Er soll sich hier oft herumtreiben. Geiß? Ich habe von ihm gehört, ja. Aber er kommt sicher nicht in unsere Schenke.
Wir sind zwar weiß Gott keine Heiligen, aber mit Abschaum wie ihm wollen wir nichts zu tun haben. Und er schert sich auch nicht um uns. Wo finde ich Geis? Warum schert er sich nicht um euch? Interessiert mich nicht. Wo ist er? Das möchte ich wissen. Weißt du, welche Orte er gern aufsucht? Schwer zu sagen. Er treibt sich in der Gegend rum. Und angeblich hat er etwas mit dieser Dirne aus dem Badehaus im Hradek-Bezirk, gleich um die Ecke. Warum weißt du etwas über seine Liebste? Weißt du etwas über seine Liebste? Ihren Namen vielleicht? Nee, ich kenne nur die Gerüchte. Schon komisch. Geis, hässlich wie die Nacht und ein Langfinger, macht einer Zuberdirne den Hof. Natürlich sind die Mädchen dort die schönsten. Man kann ja schlecht hässliche Weiber im Badehaus arbeiten lassen, oder? Mehr muss ich richtig. nicht wissen. Aber wo ist das Danke. Badehaus? Gleich um die Ecke hat's geheißen. Jungchen, Badehaus wo? Ah. Aussehen? Komm ich da aussehen? Ja, anscheinend schon. nur so rum. Komm her zu uns. Und diskutier gar nicht erst mit mir. Ach, der Vorarbeiter, ich diskutiere gar nicht erst mit mir. Bin ich der Hofdepp oder was? Da, komm ich da irgendwie raus aus der Scheißbude da. Ach du Scheiße, das ist der... War das eine gute Idee? Möchte nicht. Müssen wir außen rundum laufen, echt nicht. Und da durch. Das ist ein bisschen so das Problem an Kutenberg, durch die ganzen Scheißdinger da. Okay, öffnen. Gehen wir da durch. Kennen Sie keinen Schwanz nicht aus! Und einfach in die 4000 km/h Gickel. Flach der Vorarbeiter, da komme ich mir am Arsch lecken, der Flach! Vielleicht ist es aber ein Flach der Geist, wer weiß das schon. Aber mal da hindrehen. Meine Güte, wo laufen nie wieder um? Da muss ich jetzt da komplett außen rundum laufen, ja? Kruzifix. Kruzifix. Im Saunaclub brauchst du keine Bodenhosen. Generell richtig. So, ich habe jetzt einmal Ich versuche mir jetzt einmal nicht so in mein Mikrofon rein zu bugeln, dann kennt ihr die Lautstärken auch wieder mal ein bisschen auf. Hab schon wieder Drohding, der euch nicht an. So, machen wir mal kurz so. Und mir sind wir schon ein bisschen, uns fehlt ein bisschen Ausdauer, aber ist wurscht. Wenn die Lügen nur das Schlimmste daran wären. Bla aber bla sie bla. schwindeln und Fahrersepp, morden ist schon außerdem. recht. So, Moment, na, müssen wir schon mal gewaltig viel weiter. Gewaltig viel weiter. Das ist das da vorne ein Badehaus? Ist das Badehaus? Hier haben wir ein Badehaus. Badehaus ist gut, vielleicht gibt es halt Depp zum Singen. Schauen wir mal. Ach, das ist er. Adam, der Badehausbesitzer. Servus, was möchtest du? Servus! Ich suche noch Geist. Ich suche nach einem Kerl namens Geis. Kennst du ihn vielleicht? Er soll sich hier öfter herumtreiben. Sagtest du Geis? Dieser lausige Mistkerl raubt meine Gäste aus. Meistens die Deutschen. Und die zahlen am besten. Und leider Kenn ich hat irgendwoher. sich das schon rumgesprochen. Wenn du den in die Finger kriegst, dann würde ich das gerne mit ihm klären. Ich bin kein Mörder. Was meinst du mit klären? Ich kann ihn beseitigen. Ich mag ihn ja nicht umbringen gleich. Klären? Das kann aber viel heißen. Nichts Schlimmes, keine Angst. Das läufst du Außer alle den an. Deutschen hat Geis auch einen Gelehrten aus Prag ausgeraubt. Einen gewissen Jan Schindel. Der Schindel Ich Jan. vermute, dass er mächtige Freunde hat. Denn er hat sich direkt an den Stadtrat gewandt. Das ist schlecht fürs Geschäft. Wie hilft es dir, wenn ich Geis finde? Schindel hat sich beim Stadtrat beschwert, weil Geis irgendwas von seinem Gelehrtenkram geklaut hat. Das ist so ein fanatischer Verrückter. Wenn du seine Sachen auftreiben kannst und sie ihm wiedergibst, zieht er die Beschwerde vielleicht zurück. Es ist jetzt so krass, wie so eine einfache Questline, such irgendeinen Typen, bla bla bla, und du kriegst noch mehr Quest und noch mehr Quest und noch mehr Quest und noch mehr Quest. Was genau? Ja, ich suche nach den gestohlenen Sachen. Ich guck mal, ob ich seine Sachen Gar finde. nicht lang rumpimmeln. Ausgezeichnet. Wenn du sie findest, bring sie direkt zu Schindel. Er wohnt im Haus von Vetter, dem Schreiber. Da war ich, glaube ich, schon mal. Sag ihm unbedingt, dass ich dich geschickt habe. In Ordnung. Lass uns über Geis reden. Was willst du denn über den noch wissen? Wie sieht Geis aus? Sind ihr gerade Deutsche? Weißt du, wo ich Geis finde? Weißt du, wo ich Geis finde? Keine beschissene Ahnung. Wenn ich das wüsste, könnten wir uns das Geplänkel sparen. Ja, aber los. Ich habe im schwarzen Pferd gefragt. Dreckige Bergmänner, das ist richtiger Abschaum. Was haben sie gesagt? Sie haben behauptet, dass sie nichts wissen, aber die ganze Zeit gegrinst, diese Mistkerle. Wie sieht Geis aus? Hast du ihn schon mal aus der Nähe gesehen? Weißt du, wie er aussieht? Wie jeder andere Vagabund. Dreckig und widerlich.
Und er hat eine Delle auf der Stirn, auf der die Kinder mit Murmeln spielen könnten. Das hat schon mal Wahrscheinlich ist gekostet. ihm da sein Hirn rausgefallen. Und er hat kaum noch Zähne. Aber das war ja zu erwarten. Hey, irgendeinen Zahnlosen habe ich mal zusammengeschlagen in der Nebenquest. Die haben einfach die Schneidezähne gefeilt. Sind hier gerade Deutsche? Ich suche ihn woanders. Dann suche ich ihn mal woanders. Gut. Wenn du ihn findest, pass auf. Er sieht vielleicht aus wie ein Trottel, aber er ist glatt wie ein Aal. Nun gut. Gut, gehen wir. Bald. So, jetzt pass mir auf, kann ich da einfach reingehen und einmal die alte buchen. Wo ist denn die alte? Badehausbesitzerin. Warte mal, die kleine Linda. Bist du. Alter, das ist eine Nonnen da drin. Was? Lausige Marie? Kleine Linda. Linda! Sei gegrüßt. Hallo. Was brauchst du? Kommen deutsche Händler hierher? Das ist wahrscheinlich nicht die richtige alte, oder? Kommen viele deutsche Händler hierher? Früher schon. Von überall, aber vor allem aus der Lausitz. Aber mittlerweile sind es nicht mehr so viele. Leider, leider. Wieso das? Ich weiß es nicht, aber es ist schade. Händler haben meistens dicke Geldbörsen. Dicke Aber sie Geldbeutel werden für wiederkommen. dicke Depp! Zufälligerweise ist gerade ein Deutscher da. Er heißt Udo. Oh, Hudo. Mehr weiß ich allerdings nicht über ihn. Er hat kein Interesse an unseren Diensten. Er trinkt hier bloß? Er trinkt und würfelt. Fast jeden Abend. Danke. Gerne. Aber bleib hier und gib ein wenig Geld aus, damit ich dir das nicht umsonst erzählt habe. Bis dann, gute Nacht. Stelle Geiß eine Falle. Wie soll ich denn das jetzt anstellen? Andreas Pollner. Meister Nikolaus aus Prag. Udo von Taubert-Hofstein. Das ist der Deutsche, oder? Was machen wir mit dem? Herzlich willkommen. Stell dich vor. Sei gegrüßt. Was? Wer bist denn du? Ich bin Heinrich. Aus Skalitz. Ich bin Udo aus Taubisch. Ne. Nee. Tauberhofs. Heim. Scheiße. Aus Taube Bischofsheim. Aha. Schön dich kennenzulernen, Herr Udo. Frale. Frale! Willst du vielleicht buschen? Nee, willst du würfeln? Was ist ein Buschen? Ich kenne bloß Brunzbuschen, zusammenduschen. Fragen stellen, würfeln, du solltest nach Hause gehen, hat mich gefreut. Jetzt ist die Frage, in welcher Form können wir eine Falle stellen? Indem, dass wir Ärmel zu Hause schicken, nachgängen und schauen, ob der Geist kommt zum Ausraum? Ich stell den besoffenen Idioten mal Fragen. Mr. Franks, Bier, Kruzifix, Wein, die Tepf, ich arbeite dran. Kennst du Geist? Das wäre wahrscheinlich, nein, wir können ja mal als Lockvogel benutzen. Also ohne Scheiß, wenn das funktioniert, dann scheiße ich her. Ich frage ihn jetzt einfach mal. Kennst du jemanden namens Geiß? Ein Geist? Ein Gespenst? Oh Gott, halt doch dein Maul! Ja, bei mir zu Hause spuckt es. Nein, Geiß, wie Ziegenbock. Oh ja. Ich kenne einen Händler. Ganz viele Ziegen. Das wollte ich nicht wissen. Mr. Franks, mir ist wieder ein Resub. Ja, es genügt. Würfelt mal mal. Vielleicht kommt er während dem Würfeln, keine Ahnung. Und dann, wenn er beim Würfeln nicht kommt, dann schickt man den Typen mal heim und dann gehen wir ihm nach und schauen mal, was passiert. Lass uns würfeln. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sei mit dir und einen So, wie ist es gleich wieder gegangen? Jetzt muss ich kurz luren. Jetzt pass auf. Zum Beiseitelegen ausgewählter Würfel, aktuelle Wahl, blablabla, was gibt wie viele Punkte? Das interessiert. Ah ja, genau. Einser geben 100. Es gibt Straßen, kleine Straße, große Straße. Und es gibt eine komplette Straße. Einser sind am wertvollsten, dann Sechser und dann steigt es ab von 5, 4, 3, aber Einser sind am wertvollsten. Nach 3 Würfeln verdoppelt jeder zusätzliche Würfel die Punktzahl. Also wir brauchen immer meistens ein Drilling oder eine Straße. Ja, kriegen wir schon hin. Schauen wir mal. 1, 2. Na, ich würd sagen, den nehmen, den nehmen, den nehmen und den In nehmen. letzter Zeit in den höchsten Tönen gelobt. Ich gebe mir Mühe. Das geht nicht, gell? Das hört man gern. Wir dürfen nur gleich wickeln, dann nehmen wir die 2 Einser. Massiere ich ihren Kopf und Ah Gott, Weiberlein, kannst du links von mir mal mit deinem Maul halten, ich muss mich konzentrieren. Punkten und Passen, Punkten und Fortfahren, da würfeln wir schon nochmal, da kriegen wir schon noch einen Einser, tu den mal nicht runter. Außerdem trage ich nur eine leichte Bluse bei der Arbeit. Sie wird immer Kein nass, wenn Verlust. ich sie So gut wasche. war es sowieso Es nicht. sieht so aus, als ob ich überhaupt nichts anhabe.
Und dann schaue ich schrecklich traurig und behaupte, dass ich sicher Alle hast du 3 Fünfer, du Huren. Ich hätte es wissen müssen. Der hat einen zinken Würfel, der Drecksack. Hier. Ey, ihr wart zinkt die Würfel? Oh, Scheiße. Tja, verschissen, du Vollidiot. Wieso hab ich keine zinken Würfel? Ich glaube, ich hab Würfel, aber ich weiß nicht. Naja, egal. Nehmen wir die Fünfer, nehmen wir. Die Fünfer nehmen wir. Punkt, da kriegen wir noch einen. Was ist, den kriegen wir schon. Den kriegen wir schon in der Heime. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, 2. Ah, nehmen wir. Punkten und passen. Einser, ja, weiß ich schon. 5 hängen Hause gut. Ruhe jetzt. Ein großes Bier für mich. Was, jetzt singt der Würfel war vorher. Wieso kann jetzt der 1er und 6er nehmen? Was hat der? 700 Verdammt! Punkte? Ja, das möchte ich aber auch hoffen. 6er bringen nichts, hat 700 Punkte, du Kasperlkopf. 5, 5, 5. Wir nehmen die 2 5er. Und der nochmal. Nehmen wir den 5er. Und Sei vorsichtig. passen wir. Gott bestraft unsere Sünden. Sind die Würfel nicht traurig, weil du sie ignorierst? 5, 5, 5 Nase, meine Damen und Herren. Schön. Ein Drilling 6er ist 600 Punkte. So. Oh mein Gott, nein! Auf die Straße habe ich nicht aufgepasst, falls ich gerade wirklich nicht gerade um. So, was haben wir jetzt da? 2er, 6er. Dann könnte man natürlich 3 2er nehmen und dann nochmal würfeln. Punkten und fortfahren. Und 2 1er! Punkten und passen. Easy. Achtung, ich gehe schnell auf Zeiten. Punktestand I, Punktestand R. Ja? Kannst du futzen und er hat natürlich 3 5er, du Drecksack. Was 3 5er geben ihm 500? Möchtest du mich verarschen? Nein, jetzt hast du keinen 5er mehr. Kruzifix! Mein Gott, du bist dran. Schauen wir mal, was wir haben. 3 4er. Nehmen wir die 3 4er und wie wird man nochmal? Oh, die geben 400 Punkte. Punkten und passen. Das Risiko gehen wir mir nicht ein. Na, Achtung. Punktestand. Was das was ist. Osten. Ein gestungen Einser. Und, oh, und 3 5. Zum Schloss. Wunderbar. Noch einmal. Legen wir los? Fuck you, and see you tomorrow! Goddammit! Es reicht! Nein, danke. Ich hatte Da war eine astreine Straße, Burt. Ja, die habe ich leider übersehen. Pech. Pech muss man haben. Nee. So, schmatzen wir mal. Ich brauche Hör mal, etwas. Udo aus... Aus Taube Bischofsheim. Aber Was denn? Bischofsheim. Fragen stellen, Würfel, du solltest nach Hause gehen. Dann probieren wir es jetzt so. Es ist wohl Zeit, dass du nach Hause gehst, guter Mann. Nach Hause? Jetzt schon? Warum? Der Laden macht dicht, deine Frau sagt, du sollst heimkommen, es gibt ein Problem mit deinem Karren. Probieren wir es, der Laden macht dicht, da haben wir die meisten Punkte. Hast du nicht gezinkte Würfel? Doch, habe ich, aber an die habe ich jetzt nicht gedacht, das haben wir jetzt einfach Wir wurscht. schließen hier jetzt. Du solltest nach Hause gehen. Ich sorge nur für Recht und Ordnung und will keinen Ärger. Verstanden? Schließen? Nein, nein. Nicht schließen. Willst du etwa nicht würfeln? Was labert denn der? Ich will nicht spielen! Nein, danke. Schade. Dann gehen wir sie ja mit dem Karren. Du betreibst doch Handel, oder, guter Mann? Ich bin Tandler. Jawohl. Ich handle. Ich bin auch ein Händler. Du wirst gebraucht, da wo die Karren der Händler stehen. Es gibt anscheinend ein Problem. Gerhard hat dich geschickt. Der Gerhard schon wieder. Da spiel mir wieder einen Streich. Du siehst überhaupt nicht aus wie ein Tandler, ein Händler. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin einer. Bist du nicht? Verdammt nochmal! Außer vielleicht doch. Aber ich gehe Außer hier vielleicht nirgendwo doch. hin. Nein, ich warte hier auf einen Spieler, der, naja, ein Mensch Muss jetzt gegen den Arsch gewinnen, oder was? Wie nennt ihr das? Bis er sich verpisst.
Verdammt nochmal! Also Wie schön, viel mal nochmal? spielen wir. Gut. Lass sei mit dir und einen guten Abend. Einmal Würfel mal noch ohne zinkt die Würfel, dann schauen wir uns die Würfel noch, wenn er uns wieder fertig macht, der Huren. Der Huren! So, was haben wir da? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Diesmal habe ich auf die Straße auspackt. Aufpasst. Schau her. Punkten und fortfahren. Na, punkten und passen. I proudly present to you. Gut, dass ich euch dabei habe. Siehst du das? Warum schreiben so viele Leute Fünfer? Jetzt habt ihr es hier nicht gesehen. Jetzt hat er auf einen Schlag 5 Punkte. 500, 550, du Drecksack. Nein, gar nichts. Nein, Fertig. gar nichts. Fertig. Tja, leider nochmal eine Straße. Unsere Sünde. Jesus Christ. Mein Gott, warum? Verdammt nochmal. Also, spielen wir? Was? Jetzt merkt er immer noch Spur. Probieren wir es nochmal, dass wir nicht überreden. Oder muss ich, weiß ich auch nicht. Das reicht. Und jetzt? Was wir jetzt einmal schnell lernen? Finde von Geis Freundin mehr heraus. Stelle Geis eine Falle. Wie ich herausgefunden habe, interessiert sich Geis vor allem für deutsche Händler. Sie gelten als reich und leisten in der Regel kaum Widerstand. Geis setzt ihnen so sehr zu, dass nur noch wenige im Badehause benutzen. Allerdings sucht ein gewisser Udo sie nach wie vor abends auf. Vielleicht hilft er mir dabei, Geis aus dem Versteck zu locken. Ein Bier Ein Bier! Ich brauche mal, etwas. aus Taube. Fragen stellen, du solltest nach Hause gehen. Probieren wir es nochmal. Es ist wohl Zeit, dass du nach Hause... Überspringen diese Hause? Dialoge jetzt ein bisschen, damit es Jetzt ein bisschen was vorwärts geht. Was sonst... Deine Frau sagt, du sollst heimkommen! Jetzt Deine Kim! Frau sucht dich. Sie sagt, du sollst nach Hause kommen. Scheiße. Meine Frau ist... Moment. Meine Frau ist weit weg in Ach, Mann! Tauberpiss. Tauberheim, Tause, Gottverdammt! Tuberkulose, was? Tauberbischofsheim. Nicht die Frau. Deine andere Frau. Zweite Frau? Bin doch nicht Ich deppert. bin doch nicht deppert. Eine dumme Ziege reicht. Diese alte Hexe. Verdammt nochmal! Willst du nicht lieber Ich prügel würfeln? dich aus, du Arschloch! Dann müssen wir nochmal würfeln. Also schön. Gut. Dann müssen wir so lange würfeln, bis er zu blöd wird. Guten Abend. Das ist dumme Arschloch! Oh Gott, hoffentlich übersehe ich nichts. Es ist gerade so gut gelaufen, verdammt nochmal. 1. Nicht, das ist nix. Ja, ein Einser. Ja, das ist ein Krampf. Eigentlich nicht nur ein Einser und nochmal würfeln. Oder übersehe ich da irgendwas? Ich meine, ich kenne die Regeln auch nicht ganz. Ich muss den pownen. Ja, ich glaube auch, dass wir pownen müssen. Punkten und fortfahren. Nehmen wir mal die 100 Punkte mit, schauen wir, was wir kriegen. Pownen! Ah, das Risiko gehe ich ein. Nehmen einen Einser und einen Fünfer und einmal würfeln wir noch. Riesig. Full risk, bitch. The gambling is real. The gambling is real. Würde ich's nehmen. Ach, Gott sei Dank ist immer Fünfer dabei. So, nimm ich und nehmen wir so. Die lassen sich mal 300 wieder Punkte Zeit. haben wir. Ja, sein Punkt ist schon 16. So dann. Nix hast du Zipfel, Adam! Was tust du mit die 2 Dreier? Was ist los? Ach, der hat 3 Dreier. Du bist dran. Meine Güte, was der schon wieder für einen Scheißlack hat, dieser Huren! Nie aber einen Scheißdreck! Ein Humpen Bier, bitte. Ein Humpen Bier bitte! Punkten und fortfahren, dann müssen wir nochmal über das helfen, sonst gehen wir ihm nicht mehr neu. Verdammte Axt nochmal. Nein. Oh, Einser ist dabei, sehr gut. Einser. Jetzt warte mal, 1. Kann man da noch eine Straße draus fahren? Nee, bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Sehr fix bin ich froh, dass ich bessere Redekunst habe, ich habe mich überzeugen können. Das ist was, da muss ich noch hinskillen. Das ist Charisma und Überzeugungskunst ist so wichtig in solchen Spielen. Punkten und fortfahren, kommen wir noch ein. Da werden der noch 1 oder 5 dabei sein. Spielen, weißt du. Ja, 2 Einser! Du Huren! Nee. Jetzt haben wir mir 650, er hat 450. So, du verkackst jetzt. Aber ich sag ich von da, sag ich das. Mit deinen zickigen Scheißwürfeln.
Oder schon wieder 3-3. Diese. Sie fix nochmal. Jetzt verkackst du das aber, du Drecksack. Los! Verdammt! Verkackt, du Huren! So nicht! Hab jetzt hier einmal Glück. Hab ich einmal ein Glück. 1, 2, 3. Kann man eigentlich da noch eine Straße draus bauen, wenn ich jetzt... Ja, ich kann 1, 2 und 3 nicht weglegen. Ich kann bloß die 2 Einser weglegen. Und dann nochmal. Straßensäge. Da. Oh! 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 Ah! 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 Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nochmal. Was ist denn jetzt? Also, spielen wir? Was sag mal, wie oft möchte ihn der spielen? Muss ich ihm jetzt... Na gut, dann spielen wir nochmal. Gut. Fangen Außerdem wir kriegen wir einen an. Haufen Geld, da kriegen wir jetzt mal 150 Groschen. Fick mir die unter den Tisch, Heute du werde ich Huren! Glück haben. Ich So. spüre es. Los, in den große Knochen. Straße. Große Straße, kleine Straße. 1. Ja, da haben wir nichts Gescheites. Nehmen wir einen 1er und einen 5er und dann tun wir nochmal. Full Risk, Alter, Full Risk. Sehe ich das richtig, dass wir heute den ganzen Abend würfeln? Oh, 2 5er. Ah, die nehme ich so. Punkten und passen. Punkten und passen haben wir 250. War nichts Gescheites, aber es wird schon noch. Was hat ihr? Nein, ich sehe es aber nicht gescheit. Schön. Wieso nimmt denn die 5er nicht mit? Hast du jetzt keinen einzigen 1er, du Trottel, oder was? Da einen 5er hast. Diese. Jetzt hast du verschissen. Verdammt! Kacknoob! So. Oh, das schaut doch gut aus. Geschmackig. Die 300, das sind 300 Punkte. Nehmen wir und weiter. Und weiter. Palazzo goes Ritter-Style. Schon ein bisschen. Ja, ein bisschen Gambling muss sein. Wenn es zur Quest gehört, müssen wir gamblen. Ach, du Drecksack. Was, da Nein, verliert er 2 Runden gar und jetzt ist er wieder vorn. Fertig. Du Arschloch! Was krieg ich? Nur Schund! Noch einen. Einmal geht noch. Tim! Ein 5er. Ah, leg mir am Arsch, Alter, wenn ich da jetzt nochmal würfel, da haben wir gefickt, Alter, haben wir gefickt. Punkten und passen. Achtung, Punktestand. 800, 600. Wieder Ding. Wenn wir noch einmal Glück haben, haben wir ein Problem. Schön. Nimm dann bloß einen Einser, das verstehe ich nicht. Oh mein Gott, nein! Kacknoob! Du alte Kacknudel, du! So, was haben wir da? Oh, bei uns schaut es aber auch nicht recht geschmackig aus. Du. Nehmen wir mal einen Einser und dann machen wir nochmal. Das war wohl nichts. Besser als 3 Einsen. Autschen. Hier. Wieso nimmt der immer bloß einen Einser? Die Logik verstehe ich nicht ganz. Du Duselbauer. Du Duselbauer, der Tricker, da ist wieder 5er dabei, oder? Verdammt! Alle haben beschissen. Manu, mehr als 10er! Ich habe immer wieder reingeschaut, wenn du das Spiel gespielt hast. Hat mich nie wirklich taugt. Durch das Würfeln glaube ich brauche das. Jetzt. Geh, Kim. Geh. 3 4er. 3 4er und ein 5er, punkten und passen. Die Kunden haben dich in letzter Ja, Zeit Herr in die Damberg, höchsten dann Töne schlagen Sie zu. Ich gebe mir Mühe. Wenn das alles ist, was du aus dem Spiel mitnimmst. Ach, jetzt hat er 3 Einser. Du Drecksack! Wahnsinn. Was tue ich jetzt mit dem? Muss jetzt da die ganze Nacht Wunderbar. umeinander würfeln wie ein Behinderter, einmal. oder was? Legen wir los? Was anders machen. Außerdem trage ich nicht So, jetzt stehen wir auf und gehen wir mal zu der Tussi hin, die uns vielleicht was sagen kann. Fast so aus, als ob ich Wo ist überhaupt denn die nichts Alte? anhabe. Badehausbesitzerin, Dann schaue ich schrecklich traurig und behaupte, Katschka. dass ich sicher Ärger was ist das? Lausige Marie. Wo ist denn die Alte vom Geist? Geißen, Alte! Birger verherrlicht wieder. Oh! Was ist denn los? Ein Bier. Jesus Christ! Sei vorsichtig. Ich habe jetzt schon durchgehend YouTube. Ich suche nach Geist. Ich suche einen Kerl namens Geis. Ich habe gehört, der kommt manchmal hierher. Ja, gelegentlich. Und dieser Hund, der Mistkerl ruiniert mir das Geschäft. 2 meiner Gäste weigern sich wiederzukommen, weil er sie mal nachts ausgeraubt hat. Das ist aber nicht nett. Und du weißt nicht zufälligerweise, wo ich Geis finden könnte. Wäre ja gut für dich, wenn er nicht mehr auftaucht. Das wäre es. Aber wenn ich wüsste, wo man ihn findet, würde ich ihn eigenhändig erdrosseln. Diese Schlampe Marie weiß es aber. Sie bestreitet es zwar, aber wir wissen alle, dass sie etwas mit ihm hat.
Irgendwelche Schlampen. Du magst sie wohl nicht und mehr weißt du nicht. Mehr weißt du nicht über Geis? Reicht dir das nicht? Ich werde nicht fürs Wissen bezahlt, falls dir das nicht klar war. Ich dachte, ihr Zubermädchen haltet zueinander. Was hast du gegen Marie? Es gibt für alles Grenzen. Wenn du das tägliche Brot der anderen gefährdest, bist du keine Schwester mehr. Soll sie Ist diesen eh wurscht. Trüffel Wenn er doch nicht 18 ist, heiraten? hat sowieso nichts Aber verloren. wenn er da. unsere Gäste ausraubt und unserem guten Ruf schadet, dann sollte sie ihn an seinen Eiern packen und... ach, vergiss es. Danke. Ich geh dann mal. Wenn du ihn findest, ohrfeige ihn von mir. Mach ich. So, was Schönen Abend und alles Gute. Stellt ihn Na an den los, Pranger. ergib dich. Hä, wieso? Ach, ich darf doch nicht sein, oder was? Wieso soll ich mir geben? Überhaupt nichts da. Sofort. Ist der Ich sag Verrückte. es nicht zweimal. Was für Verrückter? Wo, wie, wo? Ich laufe wieder vor. Okay, tschüss. Genug. Ich gebe auf. Was hab ich Ein da? Hund wird noch mal jemanden töten. Du musst einen Ablass erwerben. Sonst bekommst du eine Menge Stockschläge dafür, dass du dieses Untier frei herumlaufen lässt. Du kannst gleich Vollgas an dir auf die Fresse haben, du Vollmongo! Ich probier's mal mit einigen. Wieso denn die schon die ganze Zeit? Das ist mir nicht aufgefallen, hab ich nicht aufpasst drauf. Sag ich dir, was ist? Staudi! Das Volk hat bestimmt, die zählt zum Death-Counter. Akzeptiert. Warte, ich kann das erklären. Brucki, merkst du dir. Dono Dieser übersehen, Hund sondern macht, nie was mit er noch will. diesen 3 Taler an. Es ist Brucki schwierig, stimmt. ihn aufzuhalten, Aber du weißt du? knaust mir mal Das jetzt ist keine Magda und Entschuldigung. Nimm den Hund nicht mit auf Fehlgeschlagen. die Straße, wenn er nicht gehorcht. kannst mir mal die Magda und den Hacker schon gerissen. Aber jetzt wag mich. Magda und Hacker! Du, ich glaub, der Brucki hat nicht auf das Bock, sondern auf das. Sie wissen schon. Schöne Grüß, Brucki, merkst du dir. Ja, Also ich gut, zahl ja eh ich zahl. schon. Ich will mir keinen Ärger einhandeln. Nun, Da. Komm, was ist mit meinem Hund, Alter? Lass doch meinen Hund in Ruhe. Wo ist denn der Hund? Hund, geh her. Hey, Checkoff. So. Füttern, Befehle, verfolgen, bellen, nach Hause schicken. Schick mir noch mal heim. Köter nach Hause schicken? Nach Shortburg. Köter. Das habe ich noch nie gehört, dass der Hund irgendeinen Scheiß nebenbei macht. Keine Ahnung. ah, bist du hässlich. Jetzt verstehe ich, warum du im Dunkeln bleiben wolltest. Wie auch Sag immer, mal, geh nun weiter. lern dir einmal du nicht so weit aus dem Fenster, mein Freund, weil sonst schebert's ganz gewaltig, gell? So, die Frage ist jetzt, was müssen wir jetzt da tun? Jetzt passen wir auf. Ich hab da ein paar Backenzahnwürfel. Ein Spielwürfel aus dem ersten Backenzahn. Es ist besser nicht zu wissen, woher er stammt. Backenzahnwürfel. Ein aus einem vorderen Backenzahn gefertigter Hugoswürfel, der Würfel eines der teuersten Stammgäste von Rattenloch, trägt sein Ebenbild. Weisheitszahnwürfel. Ich bin aus einem Weisheitszahn gefertigter Spielwürfel. Hilft mir das irgendwas weiter? Das, ich hab noch andere Würfel irgendwo in der Kiste, aber bis ich die finde, dabei gedreht und warte mal. Ich habe auch sicher eine komischen. Ja, die habe ich auch in der Kiste drin. Gott sei fix. Müssen wir jetzt wirklich gegen dieses Affenarschloch da Geh mir umeinander aus den Augen. würfeln, bis er geht, oder was? Gott sei fix. Hör mal. Aus Taube. Fragen stellen, würfeln. Was haben wir noch? Was machst du hier? Schau mal, vielleicht entsteht noch irgendwas, wenn wir mit dem schmerzen. Wo kommst du her, guter Mann? Potzhausen. Ja, das habe ich Ja, schon gesagt. Tof, irgendwas Bischofsheim. Verstehe. Lang. Sehr lang, ich weiß nicht, was du meinst. Exakt, ich auch nicht so lange, sehr lange. Keine Zeit für deinen Was scheiß machst du Schmerz. hier in Kuttenberg? Moos machen. Jeder hier will meine Latte. Jeder Latte? will seine Latten. Latte. Holz. Rede mit der Marie dann. Mit Handelst wer der mit Marie? Holz? Ja, ja. Aber nicht irgendein Holz. Ich will nicht aufpassen, das war das die Deppferde. Exotisch. Weil die Deppferde hat gesagt, ich soll mit der Marie reden. Jetzt sind wir beieinander. Verzierungen, Dekoration. Ja, Dekoration, halt dein Maul jetzt. Das genügt. Hab mich gefreut. Klar. Nicht. Gott mit dir. So. Schnell, finde Geist Freundin, finde von Geist Freundin mehr heraus. Wo ist denn die Alte? Wo ist die Alte? Verstehe ich nicht. Meine Wo ist Schuld. denn die Alte? Was ist denn Geist? Ist das die andere Alte, oder was? Hanka aus Prag. Bist du, na, Himmel, bist du? Verzeihung. Ah, jetzt können wir mit der lausigen Maria auf einmal schmerzen. Gott zum Gruße. Was benötigst du? Ich verstehe. So, wenigstens hat's diesmal was so, dann kann ich ja zuhören. Ich suche jemanden namens Geis.
Kennst du ihn? Meine soll ich machen? Güte, I'm a du simple bist man. ja ein reizender Kerl. Was will ich denn mit einem Geiß, wenn so ein hübscher, junger Bock direkt vor mir steht? Dein Geiß interessiert mich überhaupt nicht. Mich schon. Und die Mädchen hier sagen, du bist mit ihm vertraut. Du Ehrlich, jetzt bist kann ich also mal. nicht auf eine schnelle Nummer aus? Schade. Ich kenne Geiß. Aber Ja, mehr wunderbar. erzähle ich dir Schöner, wie du nicht. so bist. Er versteckt sich gerade, aus gutem Grund. Nach ihm haben schon okay. andere Brücke, Leute du gesucht. Merci. Warum versteckt er sich? Wo ist das Versteck? Wer sucht nach ihm? Sie wird mir nicht sagen, wo es versteckt ist wahrscheinlich, aber ich probier's. Wo versteckt er sich? Ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich's wüsste, würde ich's dir nicht sagen. Wenn ich da 100 Deswegen Groschen in- versteckt er sich ja, damit ihn Fremde wie du nicht finden können. Danke für den Hinweis. Oh mein Gott, es wäre besser, du sagst es mir. Oh, wenn ich die jetzt bedrohe, wird's dann wütend? Wie wär's mit Geld? Ich habe einen Haufen Geld gemacht, für das habe ich es eingesammelt. Wie wär's mit etwas Geld? Lockert das vielleicht deine Zunge? Ich mache so einiges für Geld, aber ich verrate niemanden. Sogar eine Hure hat ihre Ehre, ist das klar? Dann muss ich da wie eine Hure eine Tracht Prügel androhen. Es wäre besser, du sagst es Hör mir. mal, ich finde ihn so oder so. Ich habe schon gerissenere Mistkerle als deinen Geiß erwischt. Und sollte ich dann gute Laune haben, tue ich ihm vielleicht nicht mal weh. Aber wenn du weiterhin Schwierigkeiten machst, verliere ich die Geduld. Und dann wird es unangenehm. Für dich und Geiß. Also, was ist dir lieber? Glaubst du, dein Großmaul schüchtert mich ein? So schnell habe ich keine Angst, Junge. Ich bin eine Hure in einem Badehaus, falls du's vergessen hast. Ich mache für Geld die Beine breit und das ist nicht immer spaßig. Perverse, Vergewaltiger, Schweine. Jeden Tag. Du kannst dir die lächerlichen Drohungen sonst wohin schieben. Verstehe. Aber Geiß... Geiß wird schon zurechtkommen. Er ist vielleicht ein Niemand, aber gerissen wie ein Fuchs. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss zur Schneiderin gehen und du bist mir im Weg. Zur Schneiderin? Nachts? Ich wollte gerade sagen, Ich das habe ist eine weder Lüge! Zeit noch Lust, weiter mit dir zu reden. Gott sei mit dir. Dann mach's gut. Das ist eine Lüge, gute Frau! Komm her. Willst du was trinken? Wenn ich da jetzt reingehe, bin ich wieder gefickt wahrscheinlich, oder? Hey Marie! Verzeihung. Ey, ohne Scheiß. Was ist denn mit dir jetzt? Jetzt hockst du. Marie, ich hau dir auf die Fresse, du dämliche Hure. Und bloß weil du Hure bist du mit Leid zum du hast, hat er da schon mal ein paar Zähne aus der Arsch und den Arsch eingeschoben? Ich glaube nicht! Wieder nur... Wieder nur... Nein, nur Strength. Spreng ich. Ja, was der denn jetzt? Jetzt haben wir gefickt! Was darf sein? Probieren wir es mal bei ihr. Ich suche einen Kerl namens Geiß. Kruzifix! Kennst du ihn? Ob ich ihn kenne? Der Mistkerl treibt mich noch in den Wahnsinn. Was willst du überhaupt von so einem Narren? Er weiß etwas Bestimmtes, das ich auch gern wüsste. Was soll der schon wissen, dieser räudige Landstreicher? Weißt du, wo er sein könnte? Woher soll ich das wissen? Wenn ich es wüsste, hätte ich das Adam schon längst gesagt. Der würde den Mistkerl gleich erdrosseln. Letzte Woche hat er 3 meiner Gäste ausgeraubt. Alles Deutsche. Ja, das habe ich schon verstanden. Warum die Deutschen, wo raubt er sie normalerweise aus? Kannst du mir sagen, wo genau er die Gäste ausraubt? Schwer zu sagen. Du weißt ja, wie das ist. Fröhliche Betrunkene, die kaum gerade gehen können. Aber meistens passiert es in der Nähe vom Schwarzen Pferd und den Gassen dort. Der Mistkerl hält sich von den Hauptstraßen fern. Mit gutem Grund. Danke. Gern geschehen. Und sprich mit Adam, wenn du diesen Geiß finden willst. Der will ihn bestimmt auch finden. Adam war der Besitzer, mit dem haben wir schon geredet, oder? Das ist Tanker aus Prag, die interessiert uns sind. Das kommt vor. Aber pass nächstes Mal besser auf. Ja, kannst du vielleicht jetzt mal zur Schneiderei gehen, oder was ist was du vorgehört hast? Du, komm her. Willst du was trinken? Hör mal, Aus Taube... Herr Birdlike, ich mag einen Tipp. Muss ich den jetzt kaputt würfeln oder sagt mir einfach irgendjemand, wo er ist, also sonst raus die aus? Ich flippe aus. Das kann ja jetzt den ganzen Abend dauern. Gegen den Vollidioten da zum Würfeln. hat mich gefreut. Klar. Bis bald. Also wir müssen überlegen, die hat ja was von einer Straße, die hat ja irgendwas von einer Straße geredet. In irgendeiner Seitengassen.
kannst den Typen auch so finden. Ja, davon gehe ich aus. Finde Geist, steht da was hier drin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die scheiß Gassen geheißen hat. Wahrscheinlich muss ich halt da bei der Schenken vielleicht irgendwo umeinander krebsen, da in der Mitte umeinander krebsen, keine Ahnung. Suche ich noch einfach in den Gassen. Das werden wir jetzt auch machen. Oh, verzeih. Das ist der Hund, das ist aber nicht dein Zuhause, guter Hund, aber es ist ja wurscht. Mal schauen, ob das die richtige Richtung ist. Grob und oben dann links halten. Dann brauchen wir nicht reingehen. Können wir da durchgehen? Na, Schlossknoten. So. Ja, wir sehen mal, wenn wir in der richtigen... Irgendwo, wenn da irgendwo einer umeinander lungert. Das wäre aber in der Zeit an. Kann ich da aufmachen? Tatsächlich, wunderbar. Steht ein Tipp und lest er dann nicht. Ja, aber wer hat... Geh einfach mal von dir aus und schau, wer gegenüber normal war. Ach, geh, Kim. Es haben so viele Leute geschrieben, dass ich einfach nicht gesehen habe, dass du geschrieben hast. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Lernt da jemand? Ich da aber auch keinen Lerner nicht. Hey, du! Hast du irgendwas ausgefressen, von dem ich wissen sollte? Halt dein Keine Fotzen. Sorge. Wir waren das. Ich bin ein Heiliger. Gnade dir Gott. Da lernt keiner an der Wand. Das hilft mir nicht weiter, Kinder. Das hilft mir nicht weiter. Der passt nicht, deswegen habe ich nicht gelesen, weil ich wusste, ob das der Schmarrn ist. Ist er der Geist vielleicht? Scheiße. Nein, ist er nicht. Kann man die Leute aufsteigen? Nein. Der lernt schon da irgendwo umeinander. Frage ist halt, wo? Toller Tipp, Dankeschön! Gut, dass ich ihn gelesen habe! Geist! Geistenbetter! Den findet man schon, den Huren. Gib acht. Hier ist es nicht sicher. Bist du zufälliger Deutsche? Ne. Ist das die Schenke vielleicht? Was ist denn da ist für Letten dran? Haben sie da unter den Tisch geschissen oder was ist denn da los? Ich hab den Deutschen nachgekannt, ich hab gegen den müsstet ihr jetzt wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde lang umeinander. Ich hab kurz überlegt, was zur Hölle ist das denn? Dabei sind es Hundeklöten. So, was haben wir da? Harald, der Sattler, der Bürger, Hausmädchen, Hausfrau, Bitte Bürger, verzeih mir. Gerda die Witwe. Haben wir wieder ein noch neues länger nicht. Gebiet? Also werde ich richtig So, griesgrämig. was ist das Scheißgebiet eigentlich auch gar nicht? Der kann nicht so schwarz am Finden sein, das gibt's nicht. Oh, los, ab geht's. Also ich hoffe, dass er heute nicht irgendwo drin ist, weil dann haben wir gefickt. Aha! Aha! Du Penner! Hey, bist du zufällig Geis? Ja, das bin ich. Ah, und er hat wirklich Was keine willst du? 10 mehr. Ich habe ein paar Geil. Fragen an dich. Haben wir Pass auf, schon! ich hab niemandem davon erzählt. Niemandem, ich schwör's. Ich schwöre es sogar vor Samuel auf seinen Gott. Wer ist Samuel? Es interessiert mich nicht, von wem Gott. Samuel interessiert mich nicht. Samuel interessiert mich nicht. Versuche der findet. Ich wollte dich etwas ganz Aber wieder anderes halbe Stunde fragen. verschissen, total umsonst. Ich habe versprochen, darüber nicht mehr zu reden, sonst bringen die mich um. Wer? Oh, nicht schon wieder Redetest. Ich brauche mehr Redekunst, Kinder. Ich habe namhafte Freunde, ich kann helfen. Ich kenne einen passenden Unterschlupf. Da haben wir den besten Wert. Ich wüsste da ein passendes Versteck. Hilf mir und ich vergelte es dir. Ich wüsste schon gerne, was das für ein Ort sein soll. Kennst du die Teufelszuflucht? Ja, das ist ein Drecksloch. Die mögen mich dort nicht besonders, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Das lässt sich sicher klären. Nein, du weißt ja gar nicht, was ich dort angestellt habe. Und außerdem, was dann? Die Teufelszuflucht ist viel zu nah. Und ich brauche immer noch Geld, um abzuhauen, bevor mir was zustößt. Und wenn ich dir bei deiner plötzlichen Abreise helfe? Das würde doch sicher deine Zunge lockern, oder? Gib mir Silber und ich verrate dir alles. Aber das wird nicht billig. Ich Thorsten, weiß nicht, nicht was du billig. vorhast, aber du scheinst ja wild entschlossen zu sein. 500! Weißt du was? Für das, dass wir so viel Zeit verschissen haben? Nimm's bitteschön. ab! Lass mich das aber besser nicht bereuen. Nicht doch, ich sag dir alles. Was willst du denn wissen? Dann Ich habe gehört, du spionierst für einen Edelmann.
Schlungen wir einfach Stimmt zusammen. das? Ja, Schlag mal einfach ich habe zusammen. 2 Wochen lang nur, naja, spioniert. Für wen hast du spioniert? Hat dieser Edelmann auch einen Namen? Hat er. Er ist einer von den, du weißt schon, Juden. Samuel heißt er. Er war nett, bis ich geplappert habe. Was weißt du über Liechtenstein? Hast du schon mal den Namen Liechtenstein gehört? Den kenne ich nicht, aber ich habe gehört, wie Samuel seinen Leuten diesen, du weißt schon, Juden von Liechtenstein erzählt hat. Was genau hat er gesagt? Hat er gut oder schlecht von ihm gesprochen? Weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur an den lustigen Namen. Ich kümmere mich nicht um Sachen, die mich nichts angehen. Du weißt schon, Juden sprengen, ich wollte es nicht sagen. Weiß ich nicht, die reden, schweigen. Du willst ein Spion sein? Aber recht viel wissen du da nicht, für das, dass ich ihm gerade 500 Groschen gegeben hab. Und du willst ein Spion sein? Vorsicht, Kumpel. Ich kann mir so einiges merken, aber nur das, wofür ich bezahlt werde. Ich werde mich doch nicht, du weißt schon, umsonst an Scheißdreck erinnern, der mich nichts angeht. Grundgütiger. Sag mal, nach dem Dialog warte ich, bis er weggeht und ansonsten stich ich ihn einfach mitten da ab. Weißt du, wo ich diesen Samuel finden kann? Geh in die, du weißt schon, Synagoge. Warum immer du weißt schon, Sich sobald es um darum und Juden die geht? Leute, also, die erzählen ihm Gerüchte und Neuigkeiten, verstehst du? Und abends sitzt er im König Salomon. Eine, du weißt schon, jüdische Schenke. Aber pass auf, die haben nicht so gern Leute wie uns bei sich. Bin der Geist, rede mit Samuel. Was hast du ausspioniert? Wo sind Schindels Sachen? Und eins noch. Diese Sachen, die du dem Gelehrten gestohlen hast, weißt du, was ich meine? Was ist damit? Was ist mit denen passiert? Ihr Besitzer will sie wiederhaben. Ich hab sie noch. Wo? In einem geheimen, du weißt schon, Tunnel unter der Stadt. Tunnel? Geheimgänge? Schluss mit dem dummen Gerede. Wo ist das Versteck? Von wegen dummes Gerede. Es liegt in den Gängen unterhalb der Stadt. Ich kenne den Weg dorthin. Und für ein paar Groschen kann ich dir zeigen, worauf es ankommt. Du holst dir die Sachen aus meinem Versteck und naja, so wie du aussiehst. Also, du weißt schon, das hilft dir doch bestimmt, sich unter der Erde auszukennen, oder? Er verarscht mich doch. Hör mal, Geis. Bloß weil ich einmal nett zu dir war, lass ich mich jetzt nicht von dir verarschen. Sag mir sofort, was du weißt. Sonst reißt mir gleich der Geduldsfaden. Na, du musst ja nicht gleich so, ja, wütend werden. Natürlich erzähle ich dir alles. Ich dachte nur... Geis, raus mit der Sprache! Ja, ist ja gut. Also, ich kenne die Tunnel, weil ich so eine Karte in die Finger bekommen habe. Die hat mir ein alter Dieb gegeben. Und als ich sie also im Kopf hatte, habe ich sie verscherbelt. Soll das heißen, du besitzt die Karte gar nicht? Genau, aber naja, ich weiß, wo sie ist. Ich habe sie an einen Dieb verscherbelt. Der nannte sich Engel. Nannte sich? Ist dieser Engel jetzt wieder zurück im Himmel, oder was? Ja, der wurde vor den Stadtmauern gehängt. Da baumelt er noch. Oh. Und ich weiß, dass er sich die Karte in den Mantel genäht hatte. Das war sein wertvollster Besitz. Aber pass auf, der Galgen wird bewacht, damit Quacksalber keine Stückchen wie Finger und so von den Leichen abschneiden. Wer zur verfickten Hölle schneiden von hängenden Leib Fingern ab, weil er langweilig war? Danke vielmals, wenn ich nichts finde, hau der Zehner, ich stich die sowieso ab. Was für ein absoluter Blödsinn. Wenn ich nichts finde, gibt's richtig Ärger. Keine Sorge, du wirkst, als hättest du Ahnung und so. Also, ich sollte dann mal los. Ich habe eine lange Reise Stech vor mal mir. Speichern Dann und nur, fort mit dir. einfach nur... Achtung, klassischer Rollenspielmoment. Jeder NPC weiß, was geschlagen hat, wenn der kommt. Vorsicht! Was für eine unangenehme Person! Ah, da kannst du hinterlegen, du Affenkind. Meine Groschen nehme ich auch wieder mit. Glaubst du bist selber nicht? Gehört bei Aufheben stehlen. So, Zimmermanns Axt. Scheißdreckwert, braucht kein Mensch, braucht kein Mensch, braucht kein Mensch, braucht kein Mensch. Einfache Schuhe, edler Wein, gerade. Da! Meine Groschen hat er auch dabei. Die will ich wieder um. Und Schlüssel für alle Türen und Tun. Nehmen wir auch mal mit.
So, weg mit dem Trottel. Upsala, hoppala, war schon so. Tschüss. So. Jetzt müssen wir mit dem Samuel reden. Wo ist der? Bruder, der ist da ganz oben. Ich müsste da mal irgendwo schlafen. Kinder. Was soll ich machen? Dann gehen wir nochmal ins Badehaus runter und schlafen mal unten. Wir fallen gleich vom Hocker runter. Gehen wir ins Badehaus. Badehaus ist eine gute Idee. Hauen wir schnell eine zusammen. Die meine Ausnahmen hätte auch gelangt. Muss man ja nicht oben direkt anstehen. Mr. Stabby Man. Ja. Ist das schwer oder sehr schwer? Wollen wir es probieren? Probier's mal. Ha! Machen wir die Tür auf. Hallo! Hallo! Haben wir einen Skillpunkt gekriegt fürs... Da ist einfach unser Viertel. Wieso ist da unser Viertel? Wieso ist da unser Viertel? Was zu essen. Was? Was zum Essen. Haben wir uns extra ein Krakau geholt. Jawohl. Haben wir das war gut. Nimm dir ein Zimmer in der Taverne. Wo ist denn die Taverne? Eigentlich kann man... Stimmt. Da hat's geheißen, ich muss mit dem Bier schmerzen. Dann schlafen wir da eine Runde, damit wir wieder einigermaßen fit sind. Aber das Geschlisse aufbrechen, das hat es jetzt schon gebracht. Skillpunkt, den nehmen wir mit. Bist verlegentlich wieder bei dir daheim, mein Bro. Ja, du, solange Skillpunkte fürs Schlossknacken gibt, ist mir wurscht, wo ich einbrich. So, wo ist denn jetzt da irgendjemand? Haben die schon zu, oder? Ja, natürlich haben die schon wieder zu. Gott sei Dank, jetzt gehen wir ins Badehaus, hauen wir irgendwo nicht zusammen, dann ist die Müdigkeit schon weg. Alles spawnt hier einfach random. Es kann auch gut sein, dass ich, wie ich heute Nachmittag gespielt habe, dass ich das Viertel da stehen habe lassen und ich erinnere mich nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht mehr. Für 100 Groschen kannst du für immer das Zimmer nehmen. Für 100 muss ich mir vielleicht mal einrichten. Das war wahrscheinlich nicht schlecht. Aber jetzt gehen wir da ins Badehaus. Das hat er wahrscheinlich auch zu, oder? Gut, sie fix nochmal. Müssen wir es anders machen. Oh, jetzt hätte ich fast angefangen, dass ich das Geschlisse aufbricht, dabei steht er da nicht mehr. Gut, zurück aus. Dann warten wir ein paar Stunden und dann schlafen wir einfach. Weil sonst, meine ich, haut uns gleich vom Hocker runter. Da warten wir jetzt vor der Taverne 3 Stunden lang und dann wird schon. Aber nehmen wir am besten das Gasthaus, wo der Schnellreisepunkt davor ist. Das ist eine richtig gute Idee. Es gibt da 2 oder 3 Schnellreisepunkte. Da ist einer. Da weiß ich jetzt nicht, wo da eine Taverne in der Nähe ist. Wahrscheinlich das da. Ich weiß nicht, ob man von da reinkommt. Ich glaube, das wird das gescheiter sein. Außerdem schaut der Punkt zentral in der Stadt überhaupt nicht. Und ansonsten ist bloß noch da herunten einer. Da herum war ich noch nicht. Also das mache ich nicht jetzt, dass ich mir das Zimmer kaufe. Wobei man sich ja jetzt Zimmer da herin kaufen kann für 100 Groschen. Da ist nicht viel hin. So, jetzt machen wir hier Tee. Dann warten wir bis um 7. Und dann, warum jetzt da meine Müdigkeit wieder... Was? Oh, ich schlafe gleich im Steh ein. Müssen wir jetzt noch länger warten, oder was? Nein, warte auf mich! Nein, warte! Nein! Herumzustreifen. Wächter? Möchte eine Diebesbande melden? Nein, natürlich nicht! Geh weg! So, oh Gott, wir schlafen wirklich gleich im Sitzen. Ne? Jetzt machen wir mal so. Wann machten die Schenke auf? Ich weiß es nicht. Dann legen wir uns halt einfach in den Träger ein und schlafen wir da. Das ist an mir wurscht jetzt. So. Sei vorsichtig. Dann haben wir Bumsbude. So, Wilhelm, der Barde, Bürger. Wo ist er? Ist das der Chef? Schankwirt Waage. Kann ich helfen, Fremd? Die haben kein Zimmer! Kruzifix nochmal! Ich schlaf gleich im Steh ein! Jetzt müssen wir jetzt wirklich... Jetzt gehen wir da her. Ich will fuchsteifig närrisch, wenn ich jetzt gleich ein Zimmer finde. So, wo ist die Scheiße? Ich schlaf mal gleich im Steh ein. So, da hinten, Schenke. Schenke, wo gibt's Zimmer? Du solltest nicht allein umherwandern. Ja, Hier passieren furchtbare Sachen. Ja, furchtbare Dinge, wir wissen nicht. Ist das Tier so ergangen? Halten Sie die Goschen. Mach auf jetzt da die Bumsbude. Ich muss mich irgendwo hinlegen zum Schlupfen jetzt. Katharina? Ich brauch echt Schlaf. Ja, ich brauch ein Bett. Wo ist ein Bett? Wo ist der Schankwirt? Bist du Schankwirt? Da ist der Wirt. Gib mir bitte was. Was suchst du denn? Ja, Kost und Logis. Was hat's geheißen am Montag? Logis?
Ich muss hier essen und... Wenn du Münzen hast, lässt sich das einrichten. Her damit! Und für wie lange? Nur für eine Nacht. Ich will länger bleiben. Nimm 100. Ich würde gern etwas länger bleiben. Sicher doch. Aber du bezahlst im Voraus. Sicher. Schäkel, mal 120. Reden wir über den... Oh, Falschen. Falschen ist Reden gut. wir über den Preis. Dann machen wir 100 draus. Also Logis. schön. Ah, Logis. Ich bin für Logis. 3, 4. Machen wir mal so. Zufrieden? Das ist nicht genug? Du Mistbixen, du Ochsorte. Da kann man nichts machen, hm? Also gut, ich zahle sofort. Nur Pech. Ich muss deine unbedingt. Memo an mich. Irgendwie Redekunst Ich skillen. wusste, wir werden uns einig. Hier kann jeder wie ein König schlafen. Und falls du Hunger hast, steht Essen auf dem Herd. Sehr gut. Wo finde ich mein Wo Zimmer? finde ich mein Zimmer? Ganz einfach. Du gehst nach oben und dann sofort nach links. Dann siehst du eine Tür, über der ein grüner Kranz hängt. Haben wir letztes Mal auch schon festgestellt. Das über... Oh Gott, im Himmel, finde ich das schon. Wo ist denn die scheiß Treppen? Wo ist denn die scheiß Treppen? Wo ist die scheiß Treppen? Ja, ich bin eh schon unterwegs. So, ihr auf hier links, geh auf Zeit, ich muss ins Bett. Verzeihung. Gute Frau, ich muss ins Bett, geh auf Zeit jetzt! Ach, man kann wieder in die Treppen steigen. Links, Kranz, das ist mein Kranz. So, zugemacht den Bums. So, grüß Gott beieinander, darf ich mich ins Bitchen hinlegen und speichern. Ich krieg einen Vogel. Du bist im Reden schlechter, wenn du müde bist. Das macht tatsächlich auch Sinn irgendwo, weil der Hirn nicht mehr ganz funktioniert. So, die Frage ist jetzt schlafen wir bis um 4 Uhr Nachmittag. Hau durch! Abstecher und Groschen wiederholen. Es gibt viele Zimmer, aber das hier ist jetzt meins. So. Was mir auch auffällt, in Kuttenberg läuft die Zeit langsamer. Ich glaube, weil viel mehr zum Berechnen ist, wie die NPCs rumdüdeln und die Tagesabläufe und so weiter gemacht sind. So, jetzt essen wir was. Nahrung, ein guten Morgen Frühstück, erstmal ein sauberes Wursti. So, easy going. So, was können wir denn? Kiste. Kiste. Haben wir irgendwas zum Einschmeißen? Irgendein Graffelklump, ne, das nehmen wir mit. Wein von Sigismund, alles toll. Schlaftrunk, das sind die für Nebenquest. Na, passt eigentlich alles. Wunderbar. So. Auf zu was weiß ich wem. Geh auf Zeiten jetzt da. Ja, Vorsicht, geh weg dann. Oh, Kasperl, du. Das kommt Raus und vor. rechts gibt's was zum Essen. Aber pass nächstes Mal besser auf. Ich hab was zum Essen, das passt schon. So, aber wir müssen da rauf. Und ich glaube, dass man in der Stadt zu Fuß schneller ist als mit dem Viertel. Ich bin gestern zur Beichte gegangen und da... Muss ich kurz vorbeigehen. Was? Ich hab... Es wird übersprungen, Kinder. Pass auf, wir geben ihm 4 Wursti. Gott im Himmel, damit Ja, passt. dann so Gott. Ich muss das Würstel unter die Bettler verteilen. Wer bist du? Bettler. Hier kann ich nichts geben. Oh, Quest abgeschlossen schon, ja. Schau her, und die ganzen anderen Würste können wir uns behalten. Easy going. So, was haben wir jetzt? Da an der Burgmauer entlang, fahren dann links. Kriegen wir schon. Auf zum Atem! Hashtag Würstel. Nimm die guten Würfel mit, damit machst du die Kohle wieder. Aber was kennen denn die Würfel? Da steht ja nicht dabei, was die Würfel... Was ist denn? Gepriesen sei der Herr. Okay, gepriesen sei der Herr, da bin ich anderer Meinung, aber gut. Noch mal schauen und einfach jetzt geradeaus. Was kennen denn die Würfel? Da steht ja bloß dabei, dass die aus irgendeinem Backenzahn oder so einen Scheiß gemacht sind. Hat man mit denen mehr Glück oder habe ich was überlesen? Macht das jetzt nichts, dass du den Geist abgestoßen hast? Das weiß ich nicht, das werden wir schon herausfinden. Ich bin jetzt nicht so sicher, ob ein Geist irgendjemand interessiert. Mich würde ja interessieren, was mit den Leichen dann passiert. Bürgerin? Jüdisches Viertel in Kuttenberg. Es hat in Kuttenberg ein jüdisches Viertel gegeben. Wieder was gelernt schon, ja? Was haben wir denn da? Dürfen wir da sein? Was ist das da? Shalom Aleichem. Shalom ableichen? Shalom ableichen? Was? Du hast gelernt Synagoge. Das ist eine Synagoge. Ich hab doch keine Ahnung. Wo ist denn der Typ? Wo ist der Dude? Da muss er direkt vor unserer Nase sein, da. Muss er direkt da unten drin sein. Aber jetzt wo schon erst einmal. Aber er hat mich hinausgeworfen. Und da bist du überrascht? Haben wir gerade entdeckt. Bei den Guten steht dabei, was man. Ja, da hätte ich in der, da hätte ich jetzt in der Kiste schauen können. Da hast du absolut recht. Aber das machen wir offstream. So, bist du das Du einmal? solltest verschwinden. Wieso soll die verschwinden? Du hättest jetzt einmal der Guschal, aber sonst kriegst du nicht aufs Maul. So schaut's aus. Suche Johann von Liechtenstein. Gott sei mit dir. Oder bloß eine Stunde dauert. Hast du dich verlaufen? Was hat ein Goi hier verloren? Was zur Hölle ist ein Goi?
Goy? Kennst du das Wort nicht? Nein, leider nicht. Ha, dann bist du ein Goy. Was willst du hier? Ich suche nach Samuel. Was willst du von ihm? Bist du das? Es gibt hier viele Samuels. Und ich werde dir genügen müssen, denn sonst wird hier keiner mit dir reden. Also gut. Ich suche nach Johann von Liechtenstein. Du oder dieser Samuel soll etwas über ihn wissen. Dieser Samuel weiß sicher allerhand. Aber warum sollte er es dir verraten? Oh no, nicht schon wieder zahlen, dann muss ich wieder. Ich kann doch nicht im Judenviertel einen Judenabstecher. Was machen Sachen? Ja, probieren wir es erstmal mit Drohnen. Aber schaut nicht recht leicht einzuschüchtern aus, aber wir probieren es. Warum? Ja, wenn er nicht mit mir redet, könnte es sehr unschön für ihn enden. Du machst mir keine Angst. Allerdings will ich auch keinen unnötigen Ärger. Und dafür braucht es nur einen Goy. Also, was schlägst du vor? Einen Handel. Eine Gegenleistung. Es gibt da ein Problem, das keiner meiner Männer lösen kann. Schon wieder der Nächste, der irgendwas von uns... Wir haben ja wirklich der Depp von Diensten der Stadt. Du weißt ja sicher, dass mein Volk immer wieder großem Hass ausgesetzt ist. Unsere Häuser werden geplündert, Menschen geschlagen, ermordet. Zumeist beginnt es mit dem Gerücht, dass wir christliche Säuglinge fressen oder Brunnen vergiften würden. Sie finden immer einen Vorwand. Christliche Säuglinge fressen? Echt jetzt? Hat das nicht einmal ein gewisser... Das hat nicht einmal ein gewisser Mann mit lustigem Bart behauptet, glaube ich. Daran sind wütende Schuldner schuld, davon habe ich noch nie gehört. Von so etwas habe ich noch nie zuvor gehört. Dann musst du wohl taub sein. Das ist die traurige Wahrheit. Der Charlie Chaplin. Ich habe gehört, dass sich Leute, die sowas in Umlauf bringen, in einem verlassenen Haus bei der Stadtmauer im Bergbaubezirk treffen. Du musst dich unter sie mischen und herausfinden, was sie vorhaben, damit du uns vorwarnen kannst. Schön. Ich mach's. Und dann sagst du mir alles über Liechtenstein. Abgemacht. Sie treffen sich zumeist bei Tagesanbruch. Also gut. Am Morgen verlassenes Haus mit Garten. Am Abend, nicht am Morgen. Aber du meintest doch... Bei Tagesanbruch. Mein Tag bricht an, wenn ich 3 Sterne am Himmel sehe. Aber was wissen die schon davon? Warte einfach auf den Sonnenuntergang. Du könntest sie sogar noch heute dort erwischen, wenn du es schaffst, dich unter sie zu mischen. Finde heraus, was sie planen und suche mich dann wieder auf. Damit wäre dann deine Seite der Abmachung erledigt. Dann verrätst du mir, was ich wissen muss. Und dann verrätst du mir, wie ich Liechtenstein finde? Ich hab's versprochen. Und ich stehe zu meinem Wort. Bin ich gespannt. Gerald! Merci für den Zwiegel 50. Haben Gois ein Knie... Haben Gois Knierschein? Ich weiß nicht. Kann mir bitte... Ist Lea da? Was hat ein Gois? Das ist ein jüdisches Schimpfwort für Nicht-Juden. Früher. Weil so dieses Wort habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört. Sag ich freiwillig, wie es ist. So, jetzt passen wir auf. Wo müssen wir hin? Was will denn der jetzt da von uns? Oh, der schau mich hin, es gibt so viele Quests, ich weiß gar nicht. Wann sollen wir das Spiel jemals fertig kriegen? Was mir obacht. Infiltriere das Treffen der Antisemiten. Eine Gruppe, die zu antijüdischen Einstellungen anstacheln, trifft sich immer in einem verlassenen Hof im Bergbaubezirk. Samuel hat mich gebeten, der Gruppe beizutreten und ihn zu warnen, wenn sie etwas planen. Sie treffen sich bei Sonnenuntergang. Ja, aber wo ist das? Was denn nicht, wo der scheiß Bergbaubezirk ist? Was? Wie soll ich denn das jetzt anstellen? Wo war der Bergbau? Waren die Bergbautypen nicht da herunten irgendwo? Oder was meint ihr? Musst warten bis zum Abend. Das hätte ich jetzt sowieso gemacht, dass dann eventuell der Questmarker erscheint. Weil ganz einfach so, ich suche doch jetzt nicht das Bergbauviertel von der Leute. Mann, dass du ein wenig spinnst, hä? Dann machen wir, pass auf. Bis daher. Da warten wir jetzt einfach kurz und dann schauen wir weiter. Ich hoffe mal, dass 21 Uhr als Sonnenuntergang. Scholem. Warten wir mal noch eine Stunde.
Warten wir mal noch eine Stündel. Rechts über dem Kuttenberg Schriftzug auf der Map. Da, oder? Kommen da am geschickten hin? Gibt es da einen Ausgang? Ja. Dann laufen wir doch einmal nach unten. Das ist ein bisschen geschissen, weil die Gebiete nicht angezeigt werden. Ich habe ein bisschen gemogelt und habe auf Google nach Gebietsmarkierungen geschaut, aber ja, das Scarecrow hat es richtig gesagt. Rechts über dem Kuttenberg Schrift, aber außerhalb, gell? Und ist das da das Bergbauviertel? Also kann ich es nicht markieren. Gut. Ja, dann vertüdeln wir uns einmal nach drauf. Schläfst du nicht? Da darf ich nicht sein. Habe ich schon gespannt. Und dann können wir da vielleicht irgendwie schneller hin. Ja, gehen wir. So lang. Und dann Abflug. Preiset den Herren! Und dann muss da ein Ausgang sein. Und dann da einer. Also, ich hoffe, dass ich innerhalb. Ja! Oh! Jetzt wird es auch angezeigt. Alle Fassaden wird es auf einmal angezeigt. Ja, gut, dann wird es jetzt angezeigt. Innerhalb. Wie sollst du denn das finden ohne Questmarker? Also sei mir nicht böse, die Stadt ist so riesengroß und schaut so krass aus, dass nur gar nicht. Also ich habe mich auch noch nicht so lange aufgehalten drin, das muss man jetzt auch sagen. Nach 2-3 Stunden. Aber tue ich mich halt auch hart, dass ich manch Ort wiedererkenne. Vitalität 14 und Spezialisierungspunkt. Das machen wir am Schluss. Ich brauche mal einen Redekunst-Spezialisierungspunkt. Noch mal, noch eins weiter. Noch eins weiter an der Burgmauer. Wenn jetzt da irgendwelche Ku Klux Klan Typen umeinander stehen, dann kriege ich für einen Vogel, ist das schon klar. Der Drecksack hat bloß so durch, dass er schläft. Goy bedeutet übrigens nicht Jude oder Heide. Ich verstehe. Der Douglas, merci und an alle merci, die es vorher schon geschrieben haben. Ich habe, glaube ich habe es in... Hey! Hey! Aufmachen! Aufmachen! Kurva! Was ist, Mäusche? Futze Capore, so ein Mist. Futze Capore! Ach, vergiss es. Oh Gott, Schlägerei. Wir machen dich fertig. Warum? Ich hab nichts da. Schau dich zum Teufel! Hey, auf ihn! Ach was! Mein Kopf! Okay, chill die Kniescheibe, Ach was! Na, jetzt langsam. Der hätte halt gerne meinen Hund dabei, gell? Was ist denn mit ihm? Jetzt go. Warte, warte! Tu das nicht! Du flehst um Gnade? Nach all dem? Hier ist mein Angebot. Wir haben ein paar eurer Leute. Tauschen wir einfach. Leute von uns? Wovon zum Teufel redest du? Wir haben sie gestern Ach, ihr? erwischt. Sie wollten Liechtenstein ans Leder, genau wie du. Nein, ich muss zu Liechtenstein, weil ich ihn sprechen will. Ich bin nicht sein Feind. Wenn du weißt, wo er ist, bring mich zu ihm. Sofort! Ich habe Befehle. Niemand darf in seine Nähe kommen. Dann wer soll ich sterben? Und besonders niemand, der meine 2 besten Männer besiegt. Ich bin kein Narr. Schön. Dann nimm die Waffe. Ja, bist du Wenn deppert dich das oder was? überzeugt? Freie Arbeit, Ehre.
Eredarion. Er kennt unser Schwert, hä? Ich vertraue dir. Aber du musst mir ebenfalls vertrauen. Ja, das wird schwierig nach der Nummer, mein Freund, mein Sogenannter. Du darfst nicht sehen, wohin wir gehen. Na gut. Aber keine Spielchen. So lauten die Regeln. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich einen Teil in der Geschichte für unglaubwürdig halte. Das darf ich niemals tun. Die wollten mich gerade umbringen. Und jetzt kriege ich einen Sog auf den Kopf freiwillig und gehe da mit. Das kannst du aber vergessen. Moment. Wer ist das, Samuel? Das finden wir heraus. Lass uns rein. So eine sanfte Stimme. Je schmutziger, desto besser. Nun geh schon. Wen bringst mir das? Das weiß ich nicht genau. Aber er sagt, er kennt dich. Und er besteht darauf, dich zu sprechen. Aber sicher. Heinrich. Herrn Kappern von Pirksteinsknappe. Wir kennen uns aus Ratei. Er ist in Ordnung. Herr Carpons Begleiter. Leibwächter. Richtig. Aber sprich, was führt die hierher? Nun, das ist eine lange Geschichte, Herr. Ihr habt Zeit genug. Und, tja, ich genieße lange Geschichten. Weißt wieso? Weil sie nach viel Wein verlangen. Bitte, setz dich und erzähl mir alles. Wenn ich mich nicht irre, hat euch Jobst doch eine Botschaft an von Bergo überbringen lassen. Wie ist das gelaufen? Jetzt kriegen wir wieder eine kleine Geschichts-Recap, schaut gar nicht. Es war sprichwörtlich eine Katastrophe. Es war schrecklich. Auf dem Weg nach Troski griffen uns Banditen an. Sie haben jeden Mann getötet. Was? Was? Wir entkamen nur um Haaresbreite. Und wir haben alles verloren. Auch die Nachricht. In unseren Lumpen sahen wir aus wie Bettler. Man ließ uns nicht in die Burg. Danach ging es nur noch darum, am Leben zu bleiben. Und Gütiger, ich brauch was zu trinken. Kruzifix, brauchen wir zu trinken! Es war jetzt so geil, wenn das in unserem Dialekt war. Es war so Aber konntet geil. ihr die Nachricht letztlich überbringen? Haben wir letztendlich. Kurz und knapp. Es war ganz schön knapp, ausführen machen wir kurz und knapp. Konnten wir. Und? Was hat von Bergo dazu gesagt? Der Mistkerl hat uns erst benutzt und wollte uns dann loswerden. Wir wären beinahe getötet worden. Sakra. Also wird sich die Herrenvereinigung auf keinen Fall gegen Sigismund wenden. Niemals. Ganz im Gegenteil. Von Bergo und von Aulitz kamen nach Kuttenberg, um Sigismund zur Verfügung zu stehen. Himmel. Und was genau machst du eigentlich hier? Ich bin mit einem gewissen Žižka hierher gekommen. Žižka? Jan Žižka von Trocnov? Ja, Žižka. Ja, er heißt Jan Žižka. Von Trocnov. Das ist ja nicht zum Fassen. Žižka steht im Dienst von Prokop von Luxemburg, dem Vetter von König Wenzel. Ja, das haben wir auch herausgefunden. Was seltsam war, dass seine Bande von Istvan Toss unterwandert wurde, falls du dich erinnerst. Dieser Ratte aus Tarnberg. Was wollte der denn dort? Er war ein Spion für von Bergo. Aber er hat sich ziemlich dumm angestellt. Andernfalls wäre ich heute nicht hier. Ich komme langsam nicht mehr mit. Das haben wir schon zwei. Vielleicht verstehen wir es ja besoffen besser. Du hältst dich wohl nicht zurück. Auf dein Wohl.
Habt ihr es gehört? 1000 Leute drin, erstmal Phase 1, Like Ischkan haben smashen. uns gefangen da. Phase 2, wenn du nichts Dann wurde kapierst, uns um was klar, das dass wir geht, auf derselben saufst du mit 2 Seite Rübi. sind. Und Istvan musste fliehen. Also lebt der Hundling noch. Der Hundling? Nein, nicht mehr. Du? Gut gemacht. Lass uns darauf trinken. Auf den Tod unserer Feinde. Endlich konnten wir ein wenig aufatmen. Istvan war fort. Doch dann tauchte er erneut vor den Mauern von Neberkov auf. Mit von Bergo und Marquard von Aulitz. Die große von Schlacht. Aulitz war auf dem Weg nach Kuttenberg als Verstärkung für Sigismund. Und mit ihm dabei der Finger Gottes. Wie bitte? Eine Bombarde. Großer Gott! Hast du sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Das war meine erste Begegnung. Ich hab schon von der Bombarde gehört. Eine Höhlenwaffe. Was denn? Bombarde nennen die das. Alles ging so schnell, sie sprengten den Turm, nahmen uns gefangen. Es war aussichtslos. Sie sprengten den Turm in Stücke und nahmen uns gefangen. Sie brachten uns nach Troski, wo wir gefoltert wurden. Aber mit der Hilfe einer Freundin von Žižka konnten wir entkommen. Fridolin! Žižka. Der Kerl hat immer noch einen Trumpf in der Hinterhand. Zum Glück. Auf unserer Flucht begegnete ich Toss und konnte endlich Rache nehmen für das, was er uns allen angetan hat. Mit Fisch dir da wird es ausgeworfen. echt nie langweilig. Auf glückliche Enden. Fridolin, merci dir, viel Spaß noch, Chef, bin am nächsten Mittwoch wieder dabei, freu mich Und wo schon. steckt der Capon? Oder sollte ihn lieber den Wilderer-Prinzen nennen? Eher Geisel, das wäre wohl der passendere Ausdruck. Denn genau das ist er in diesem Moment. Eine Geisel? Genau. Von Bergo nahm ihn mit. Auf glückliche Aus Enden. diesem Grund bin ich hier. Euer ursprünglicher Plan ging ja gehörig schief. Es hätte schlimmer sein können, das kannst du laut sagen. Das kannst du laut sagen. Ich für meinen Teil musste untertauchen, wie dir ja sicherlich nicht entgangen ist. Die haben mich gejagt, als hätte ich Steuern unterschlagen. Was Jobst jetzt wohl sagen wird. Tatsächlich weiß ich genau, was er sagen würde. Ach ja? Ich habe kurz nach unserer Ankunft in Sugdol mit ihm gesprochen. Er hat mir ausdrücklich verboten, nach dir zu suchen und mir auch den Versuch, Capon zu retten, untersagt. Dieser verdammte. Hat er erklärt, warum? Er meinte, dass du schon auf dich aufpassen könntest und dass Capon als Adliger nichts zu Merci befürchten dir. habe. Ah, Jobst. Ich sage ja immer nur, dass dieser Jobst-Typ, der uns das verboten hat, genau einen Grund hat, den wir nicht wissen, warum er uns das verboten hat, dass wir mir nach dem Hand hören, weil er nämlich ebenfalls da dazugehört. 100%ig. Wenn wir Ärger mit Sigismund hätten, würde das wohl seine Pläne gefährden. Das ist feige, wenn du mich fragst. Es stimmt schon, dass ich selbst auf mir aufpassen kann. Aber der alte Ränkeschmied hätte mich zumindest vorwarnen können. Egal, was er vorhat. Für Žižka ist Jobst auch eine Belastung. Ich meine, er schätzt ihn nicht gerade. Und seine Pläne noch weniger. Dann werde ich mich prächtig mit ihm verstehen. Auch wenn ich nicht besonders viel davon halte, jeden mit dem Streitkolben den Schädel zu zertrümmern. Aber dennoch, was genau führt die zu mir? Du bringst sie doch bestimmt nicht in solche Gefahr, um mir zu erzählen, was du von Jobst oder von meiner Arbeit hörst. Nein. Mein Hauptanliegen ist die Befreiung von Herrn Capon. Ganz gleich, was Jobst plant. Und dann? Das wäre alles, Verrat nicht erwähnen. Da geht es darum, was wir bei der Folter verraten haben und das da die gestehen. Ehrlichkeit währt am längsten. Und es geht auch um deine Sicherheit. Meine Sicherheit? Also, wir wurden gefoltert. Žižka, Godwin und ich. Sie wollten alles über Jobst Pläne und auch über dich wissen. Ich hab's ausgehalten, aber Godwin... Er hat verraten, wo du bist. Wo ich bin? In dieser Stadt, oder wie? Das ist kein allzu schlimmer Verrat. Kuttenberg ist eine große Stadt. Da sucht man nach einer Nadel im Heuhofen. Nicht, dass sie es nicht versucht hätten. Fast hätten sie dich erwischt. Wenn meine Leute nicht gewesen wären. Das stimmt natürlich.
Aber ich werd nicht nachtragend sein. Der Henker kriegt immer alles aus einem heraus. Und wenn's ihm nicht gelungen wäre, säßen wir jetzt hier nicht. Vergib mir. Vergib mir. Nicht doch, es ist nicht deine Schuld. Aber jetzt genug davon. Capon, wie stößt dir seine Befreiung vor? Genau dabei kannst du mir helfen. Oh, und wie? Du kennst dich aus, du könntest etwas wissen. Du weißt, wie wir es anstellen müssen. Oder? Du setzt aber großes Vertrauen in mich. Mir bleibt keine andere Wahl. Also? Habe ich recht? Igen, Ben Vanabaru. Igen, Ben Vanabaru. Öldmeg. Ja, ganz recht. Surdle. Was? Was? Okay. What the fuck war das übrigens? Okay. Ich versuch's zum Lesen, aber es geht schon verdammt schnell. Pass auf. 3, 2, 1. Surdle. Dann ist sein Gefangener auch da. Surdle. Hashtag Surble. Ab in den Chat. Wenn er dort ist, haben wir keine Chance. Dann befreien wir ihn. Sakra, keine Ahnung. Was ist der Plan? Surgre. Ja, okay. Nun, es wird wohl schwerer als gedacht. Aber was soll man machen? Weinballer, Ich du muss ihn eigentlich. einfach irgendwie von dort befreien. Also dein Äfer in allen Ehren. Aber... Okay, jetzt geht's wieder. Das ist das Verrückteste, was ich heute gehört habe. Du kannst Malschau nicht einfach stürmen. Das ist eine äußerst starke Festung. Dafür ist irgendeine List nötig. Oder lange Leitern und viele Männer. Das ließe sich einrichten. Obacht! Jobst hat uns befohlen, keinen Ärger zu machen. Und das wäre eine unfassbare Menge Ärger. Aber wenn Capon einfach verschwinden wird... Verschwinden? Wie denn? Ich weiß noch nicht. Aber wie gesagt, Maleschau gehörte den Rutharts. Und die sind sicher nicht erfreut über die neuen Bewohner. Nicht Ich nur mit neuen denke, Namen. du solltest Herrn Kunz den Ruthart einen Besuch abstatten und ihn davon überzeugen, dass ihr für dieselbe Sache kämpft. Dann wird er bestimmt gern mit dir nach einer Lösung suchen. Zum Beispiel? Wer weiß, vielleicht kennt Herr Ruthart ja einen Hintereingang in sein altes Heim. Und er lässt sich möglicherweise gern auf eine Abmachung mit jemandem ein, der ihm Rache verspricht. Jemanden wie dir. Nun, ich mache mir nicht so viele Hoffnungen. Aber das ist unsere beste Option. Ein Versuch schadet nicht. Wo finde ich Kunzlin? Sigismund hat seine Festung beschlagnahmt, aber überraschenderweise hat er ihm seinen Palast in der Stadt gelassen. Er liegt neben dem Welschen Hof. Also dann, legen wir los. Wenn du Neuigkeiten hast, gib mir Bescheid. Willst du noch etwas wissen, bevor du aufbrichst? Wo genau sind wir? Ja, okay, stimmt, wir wissen gar nicht, wo wir sind. Jetzt einmal kurz. Skulls and Lakes. Ottfried Fischer versucht, Karl Merkatz zu imitieren, nachdem er zu viel gesoffen hat. Merci für den Joke, Brother. Einfach random ungarisch schmerzen. Ja, warum nicht? Also ganz ehrlich, ich sage mal, der Anteil an Bayern, die wirklich Dialekt sprechen, jetzt wie ich und viele da herin, die meisten da herin, und vor allem Österreicher, die sämtliche Dialekte in Österreich kennen, und die kenne ich auch nicht alle. Ich meine, ich wohne nicht in Österreich, ich war da natürlich schon ein paar Mal. Ich weiß, wie sie Wernerisch schon hört, ich weiß, wie sie ein Österreicher Dialekt in der Regel hört, aber direkt unterscheiden kann ich es auch nicht. Aber ich bin einfach schwer davon überzeugt, dass das da jemand spricht, der nicht nativ, wie soll ich sagen, Österreicher ist. Darum hört sich das für uns so schlimm an. Also das mir braucht auch keiner erzählen, dass das, wir haben ja letztes Mal der YB hat einer geschrieben, wie man den Dialekt genau genannt hat und so, aber ich bezweifle ganz schwer, dass die so geredet haben. Das glaube ich einfach nicht. Da sind so viele Wörter drin, die einfach, ich glaube auch im ganzen österreichischen Dialekt niemand benutzt. Keiner sagt da willst, sondern da heißt es bei euch wahrscheinlich wüst. Wüst nur Apps. Keiner sagt von euch da etwas. Oder ihr habt sogar das Wort Apps. Wüst oder mächst. Allgemein. Also bei uns ist es zumindest so, dass man den Begriff willst nicht benutzt, sondern mächst. Wüst nur Milch.
Ja, bei euch kann ich es mir vorstellen, Wüst gibt's bei euch, aber bei uns heißt es Wüst. Das sag ich ganz selten, das heißt immer Mächt noch Apps. Entweder Apps oder was. Ja, genau. Wir sagen nur was statt etwas. Ja, genau. Willst du noch etwas? Willst du noch Apps? Willst du noch was? Und nicht, willst du noch etwas wissen? Und das hört sich für mich so. Da spricht es jemand, der einen Dialekt einfach nicht in seiner Muttersprache gelernt hat. Es ist aber, glaube ich, verzeihbar. Ja? Für unsere kleine Zielgruppe da herunten ist es, glaube ich, verzeihbar. So, wo genau sind wir? Was statt Apps? Ich sage viel Apps. Bei uns, glaube ich, sagen generell viele Leute Apps. Etwas ist bei uns Appse. Apps oder Appse. Wenn ich so darüber nachdenke, Moxt, habe ich natürlich, keine ja, genau. Ahnung, wo wir sind. Stimmt ja. Ich hab ganz vergessen, Ja, gekünstelt. wie du herkommst. Mir ist das Wort nicht Wir eingefallen. sind im Richtig. Judenviertel. Im Keller der Schenke König Salomon. Unter meiner Schenke. Goim haben hier nichts zu suchen. Ich lasse alle wissen, dass du zu uns gehörst. Na, vielen Dank. Ja, dann auf zum Ruthard. Gut. Ich breche dann mal auf. Viel Erfolg. War schön, die wiederzusehen, Henry. Da, Und wiederzusehen. pass auf die auf. Beim Palast wimmelt es bestimmt von Sagt Spionen. keiner. Die Stadt ist nicht sicher. Wem sagst du das? Gefahr ist mein täglich Brot dieser Tage. Wiederzusehen. Sagen wir mir nicht und sagt's ihr garantiert auch nicht. Wie darf ich das übersetzen? Mir darf man da schon ganz anders, den ganzen Satz schon anders benutzen, glaube ich. Den ganzen Satz, damit wir das Wort wiederzusehen gar nicht erst hernehmen müssen. Ja, sagt man die einmal wieder. Heißt quasi schön, dich wiederzusehen. So dass ich sagen. Oder schön, dass man die einmal wieder sagt. Weißt du, wie ich meine? Also gleich grundsätzlich, der ganze Satz wird ganz anders aufgebaut als schön dich wiederzusehen. Aber da die natürlich nur 1:1 hochdeutsche Übersetzung haben, gehen sie halt wahrscheinlich dann her und übersetzen es halt so direkt. Und das Problem habe ich oft beim Chris seine Trachtmann-Hefte. Da ist es auch ganz oft so, dass er oft etwas, wie soll ich sagen, im Hochdeutschen, da wo das voll passt, ja, so Superheldenschmerz und eine etwas gehobenere Sprache wie ja, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Tue ich mir auch oft hart, die Sätze so umzubauen, dass ich merke, oh, warte mal, ach, Essen stehen. Dass ich mir grundsätzlich einen ganz anderen Satz ausdenken muss, der sinngemäß natürlich gleich ist, aber ansonsten da in Bayern da kein Mensch so schmerzen. Also, unsere Reise hat uns nur Geh in die Burg Ruthard. Von Liechtenstein habe ich erfahren, dass meine beste Chance auf Capons Rettung ein gewisser Kunzlin Ruthard ist. Ein reicher Adliger und Minenbesitzer. Weil er Wenzel gegenüber loyal ist, fiel er in Ungnade und verlor einige seiner Besitztümer, darunter auch die Festung in Maleschau, die Sigismund dann von Berghof vermachte. Aha. Wenn irgendwer weiß, wie man unerkannt in die Festung eindringen kann, dann er. Ich muss ihn in Kuttenberg auf seinem Anwesen aufsuchen. Burg Ruthard. So, wo ist Burg Ruthard? Ganz im Süden unten. Na gut, dann gehen wir doch da mal. Runter. Und dann schauen wir, ob wir da noch irgendwo. Na, werden wir laufen müssen. Das heißt jetzt geradeaus und dann rechts. Ja, wir unterwegs. Vote Bürger von Borgischen NPC im nächsten Teil. Ja. Auf ein Wort, wenn ich bitten darf. Was möchtest du jetzt tun, Alter? Ja. Worum geht es hier? Um deine unsterbliche Seele. Ich würde gern mit dir darüber sprechen. How about no? Haben wir mich richtig, bringen wir nicht durcheinander. Ist dieser Synchro-Angebot für den dritten Teil? Ich freue mich immer über höfliche Menschen wie dich. Gott sei mit dir. Gott behüte dich. Wie verläuft die Wache? Bis jetzt? Ich muss sagen, seit wir in der großen Welt sind, tauchen die typischen RPG-Fehler immer häufig, haben wirklich kleine Fehler, stimmt jetzt keiner. Ja, zum Beispiel war jetzt kurz da der Typ weg und es war kurz finster. Häufen sich. So fair muss man auch sein, so gut wie das Spiel ist, aber so, es ist zu verschmerzen, weil in diesem Ausmaß habe ich das so noch nie gesehen. Und links habe ich. Oh, ein Zeuge Jehovas. Ist das da gestanden? Habe ich jetzt gerade nicht gelesen. Seele. Ach so, ich habe noch nie mit dem Zeugen Jehovas geredet. Fragen die nach deiner Seele. Das erklärt einiges, warum man den nicht so gern mag. So, jetzt kommt wieder ein neuer Name ins Spiel. Langsam wird's
wird es ein wenig viel. Es wäre eigentlich schön, wenn wir mal ein paar Namen ausfliegen dann. So, können wir da irgendwo rein, oder was? Können wir da rein? Muss ich da wieder einbrechen, oder? Ah ja. Cutscene Time! Ich bleib bei meiner Meinung. No. Ich werde euch die Rechte an meinen Minen nicht verkaufen. Weder heute oder morgen, noch in 100 Jahren. Ihr werdet mein Silber auf keinen Fall bekommen. Du vergisst, ich habe einflussreiche Freunde. Verkaufe die Minen oder du verlierst sie. Genau wie Malleschau. Und auch dein Leben, wenn du dich mir widersetzt. Wird schon wieder zum Schlägern. Bin dabei. Holt mein Bier. Schaut ein bisschen aus wie der Michael Douglas. Sieh dich ja In vor. Wit. Das Spiel kann ich auch spielen. Hast du wirklich geglaubt? Ich wüsste nicht, dass du dir das königliche Silber unter den Nagel reißt. Wird jetzt geschmust. Wenn dein selbsternannter König das herausfindet, dann landet dein Kopf auf dem Richtblock. Ergreift den Verräter! Ach du Scheiße. Oh, Miezi. Wag es ja nicht. Holy shit. Du kriegst dein Fett weg, Turteltäubchen. Worauf wartet ihr? Oh, es wird zum Schläger. Seht ihr nicht? Dem königlichen Münzmeister wird gedroht. Schlägerei! Schlägerei! Oh, müssen wir mir helfen? Oder? Ja, mir helfen wir natürlich. Natürlich helfen wir mir. Jetzt passen wir auf. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. No? Einer von ihnen! Schnappt ihn! Der war Hey, der ist ja! Wir wollen uns anlegen! Kommst du nicht durch, Bastard! Du Hurensohn! Brauner Wing. Und Combo! Und Combo! Und Combo! Dirty! Ja, Oliver, der Schlong! Hat der geil haben und? Verdammt! Die haben mich erwischt. Gut, dass du gekommen bist, Junge. Brav, das soll ja eine Fackel holen. Also singen sie nix. Ist alles in Ordnung, Herr? Da will ich ja nichts singen. Ihr habt ein paar Schläge eingesteckt. Ach, ist nur ein Kratzer. Vater! Mein Gott! Du bist verletzt. Mir geht es gut. Was zum Henker war das denn, Rosa? Ich habe dir das Leben gerettet. Hast du das nicht mitbekommen? Wir wären im Recht gewesen, wenn du nicht geschossen hättest. Jetzt haben wir das Blut der Männer des Königs an den Händen kleben. Ist dir auch nur im geringsten bewusst, was das bedeutet? Hätte ich zusehen sollen, wie einer von Sigismunds Speichelleckern uns in unserem eigenen Zuhause beleidigt? Und du dachtest, das hier wäre eine bessere Lösung? Weißt du was? Lassen wir das einfach. Ich möchte vor dem jungen Herrn hier nicht streiten. Entschuldige die Unordnung, Fremder. Normalerweise liegen in unserem Hof nicht so viele Leichen herum. Klare Ansage von der Alten, du. Entschuldigung angenommen, ich sollte mich entschuldigen, soll ich sie raustragen? Ich bin es, der sich entschuldigen sollte. Für ein paar davon bin ich schließlich verantwortlich. Aber das wird nicht dein Problem sein. Versprochen. Wir rufen die Wachen und erklären, was passiert ist. Dieser Ulrich Wawak und seine Männer haben uns grundlos angegriffen. Und du glaubst ernsthaft, dann verzeihen sie uns? Nicht umsonst. Aber so wie ich den jungen Plumel, den Hauptmann der Wache, kenne, wird er zu Geld nicht Nein sagen. Doch nur wieder zu dir, Bursche. Wer bist du? Und was verschafft uns die Ehre? Ich bin Heinrich von Skalitz. Knappe von Herrn Carpon von Pirkstein. Freut mich. Ich bin Kunzlin Ruthard. Und dieses kesse Geschöpf hier ist meine Tochter Rosa. Wie der Vater, so die Tochter. Warum hat der Herr dich zu mir geschickt, Heinrich? Das hat er nicht, Herr. Leider wurde er vom Feind gefangen genommen. Das tut uns sehr leid. Aber ich habe vor, ihn zu retten.
und denke, dass ihr mir dabei helfen könnt. Tatsächlich? Wie das? Herr Capon wird in Malleschau festgehalten. Unsere Malleschau? Da beneide ich ihn nicht. Ich wollte das Dach reparieren, bevor es erobert wurde. Es ist voller Löcher. Ich bezweifle, dass der neue Herr dort irgendwas deshalb unternehmen wird. Aber sag, warum sollte ich mich in Dinge einmischen, die mich nicht betreffen? Bernie, du Vollidiot. Sie wurde nach der Farbe ihres Geschlechtsteils benannt. Herzlichen Glückwunsch, Bernie. Das war der Kommentar des Abends. Ich gratuliere uns allen für den Beitrag. Ich habe euch im Kampf geholfen. Wir sind auf derselben Seite. Das ist deine Pflicht. Ich habe euch im Kampf geholfen. Ich habe dir vielleicht gerade das Leben gerettet. Das stimmt. Und dafür hast du fraglos eine Belohnung verdient. Aber mich gleich in sowas Gefährliches einzumischen, wie einen gefangenen Adligen von einem Ort zu befreien, den Sigismund erobert hat? Wir müssen irgendwie helfen. Ich weiß, dass es gefährlich ist. Gefährlich? Das ist purer Wahnsinn. Was, wenn jemand davon erfährt? Was, wenn niemand davon erfährt? Niemand. Ha, du bist noch nicht lange in Kuttenberg, oder? Hier haben sogar die Wände Ohren. Ich würde sicherlich auf dem Schafott enden. Und was sie mit Rosa anstellen würden, mag ich mir gar nicht erst ausmalen. Das stimmt. Solange Wawak uns im Nacken sitzt, müssen wir vorsichtig sein. Wer ist das überhaupt? Ulrich Wawak von Neuhaus, der neue Münzmeister, der von Sigismund höchstpersönlich eingesetzt wurde. Nicht nur mehr Seit Namen. er im Amt ist, hat er es auf uns abgesehen. Er drängt mich dazu, die Schürfrechte abzugeben. Ich habe das Gefühl, er will, dass ich auf der Straße ende. Nun haben wir seine Leute getötet. Die Männer des Königs. Mich da rauszuwinden, wird mich einiges kosten. Wie Rosa sagte, Junge, solange Wawak hier ist, sind mir die Hände gebunden. Tut mir leid. Wenn wir einfach abstehen, so wenn wir das normalerweise auch regeln. Was soll ich mit ihm machen? Soll ich ihn umbringen? Er muss doch eine Schwäche haben. Dann müssen wir wohl deine Hände befreien. Wir schauen jetzt nicht auf die Uhr, Leon. Was soll ich tun? Haben wir keine Zeit auf die Uhr zum Schauen. Vielleicht gäbe es da was. Wawak wird offensichtlich reicher, als sein Amt es ermöglicht. Es sind Gerüchte im Umlauf, denen zufolge er das königliche Silber stiehlt. Er benutzt es sogar, um gefälschte Groschen zu prägen. Mit einer Falschgeldpresse. Wenn Sigismund davon Wind bekommen sollte, würde er ihn trotz seines adligen Blutes auf der Stelle hinrichten lassen. Da haben wir einen Gateface-Show, habe ich das richtig verstanden? Du willst Wawak erpressen, ja? Das hört sich doch eigentlich ganz vernünftig, oder nicht? Ah, ich verstehe. Also willst du Wawak erpressen? Es würde gewiss nicht schaden, etwas gegen ihn in der Hand zu haben, das ihn endgültig in die Schranken weist. Irgendwelche Beweise. Aber wie finden wir die? Ein Teil des Silbers geht irgendwo auf dem Weg zur Prägestätte verloren. Wir müssen herausfinden, wo es landet. Herausfinden? Wie das? Sie lassen doch nicht jeden in die Minen oder die Schmelzhütten. Du hast recht, man kommt dort nur mit Genehmigung hinein. Aber glücklicherweise haben wir einen Verbündeten. Meinen Freund Peter von Pisek. Piotr? Er wurde aus dem Amt des Münzmeisters verdrängt. Aber sein Bruder Christian ist noch immer am Welschen Hof. Er wollte eigentlich selbst Münzmeister werden, aber wegen Wawak musste er sich mit dem Amt des Verwalters abfinden. Deshalb hasst er ihn, sogar noch mehr als wir. Und das will schon was heißen. Christian und ich haben gerade über seinen Verdacht Siehste, gesprochen. Er würde sich über alles, womit du Wawak anschwärzen kannst, genauso freuen wie ich. Wenn du zu ihm gehst und ihn in meinem Namen um Hilfe bittest, unterstützt er dich bestimmt. Ich helfe dir, Herrn Capon zu befreien, wenn du Beweise für Wawaks Betrug findest. Ist doch gerecht, hm? In Ordnung. Abgemacht. Ich kenne Peter von Pisek und weiß, dass man ihm vertrauen kann. Quest Reward. Gilt das Sie? auch für seinen Bruder. Hervorragend. Die wollte ich auch noch. Du findest Und Christian Free in Frankie, Horsham. das war die Frage gewesen, die ich Beim gleich stelle. Anwesen nahe der Mine. Nenn ihm das Passwort Via Argentum, der Pfad des Silbers. Dann weiß er, mit wem er es zu tun hat. Aber seid vorsichtig, ihr beiden. Das ist unsere letzte Chance, Wawak aufzuhalten. Wir werden für euch beten. Gott schütze dich. Und jetzt? Gott schütze dich. Gott schütze dich, Gott schütze dich. Mizi, warte mal auf mich! Kann man mit dir schmerzen? Rosa, oh ja.
Wer wieder rein? Rosi! Pass auf dich auf, Fremder. Ich hoffe, Kann man leider nicht mehr damit schmerzen. Ist schon toten gestanden, ich hab schon gesehen, man kann. Was ist mit ihm? Ja, er ist halt völlig im Arsch. Okay, gute Nacht. Gute Nacht dann. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. So, müssen wir jetzt wieder hin. Heidewitzka. Da sollten wir erstmal wieder Runden schlafen. Wo ist unser Pennerbude? Haben wir jetzt da oder da ein Zimmer gekauft? Ah ja, da, dein Bett steht dort unten. Haha, dein Bett. Oh, los. Gehen wir noch mal Runden heiteln? Dann hab ich gehört, wird mal der Like-Button gesmashed. Dann sperren wir noch ein wenig weiter, ist das ein Plan? Looten! No! Das hilft jetzt nicht, da muss ich jetzt kurz nochmal schnell laden. Natürlich wird da gelootet, was bin ich für Vollidiot, das hab ich gar nicht aufgepasst. Verdammt nochmal! Entschuldigung, mein Fehler. Absolut zu Recht. Looten und bluten. Gerald! Merci für die 50. Wenn's da raus ist, der Keller feucht. Ich weiß. Das ist schon ein paar Mal im Chat gefallen, ich hab ihn schon gesehen. So, plündern! Ritterschild. Nehmen wir mit. 500 Kettenhauben nehmen wir mit. Ketten nehmen. 200, ja, nehmen sie mal mit, ist ja wurscht. Was haben wir da so? Handschuhe, nein, das rentiert sich nicht. Beinschienen, Landstreicherstiefel, brauchen wir auch nicht. Oh, Schlüssel und Groschen. Easy going. Was haben wir da? Nackenschutz können wir nicht brauchen. Ja, Bumsklumpen. Ja, Schlüssel kann man alle brauchen, die nehme ich alle mit. So, was haben wir da? Dann haben wir da nicht noch irgendwann. Oh, das. Ich wollte eigentlich. Ist das der so gescheit dahergeschmatzt hat die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Den nehmen wir mit. 1,7 mache ich nicht einmal. Oh, da liegt ein Schwert da miteinander. Militärisches Schwert brauchen wir nicht. Dann haben wir da. Dina Google, runde Beckenhaube, 600, den nehmen wir mit. Was haben wir da noch so? Kettenhandschuhe für 300 nehmen wir auch mit. Edle Brigantenbeinpanzer, guter Zustand, nehmen wir mit. Dann haben wir gepolsterte Beinlinge, brauchen wir nicht, das nehmen wir mit. Und Groschen haben sie nicht viel dabei. Dann haben wir da Ritterschild, nehmen wir mit. Komposit-Eisenhut, nehmen wir auch mit. Irgendwas, wahrscheinlich Rosenkranz, brauchen wir nicht, den nehmen wir mit und den nehmen wir mit. Kann da irgendein Schwert noch irgendwas von denen? Ritter Langschwert für 60, braucht kein Mensch. 60 braucht kein Mensch. Kantiger Eisenhut. Nackenschutz. Nehmen wir mit. Wie viel können wir noch tragen? 218. Die Beinlinge sind natürlich immer fett. Ein Hosenbeiz braucht kein Mensch. Ritter Armschienen, ich glaube, haben wir noch gar nicht. Jetzt haben wir leicht überladen. Das ist aber nicht schlimm, weil ich mir Pferdl ein bisschen ausgeräumt hat. Das machen wir gleich. Eisenhut nehmen wir mit. Kettenhemd brauchen wir nicht. Den nehmen wir mit. Tausender, Schlüssel, Groschen und dann glaube ich haben wir alle. Haben wir alle? Liegt da nicht noch irgendwo ein Pfeilbogen umeinander oder so? Nö. Na gut, dann. Achtung, zum Pferd. Warum kann ich nicht zum Pferd? Du kannst hier nicht auf dein Pferd steigen. Na gut. Müssen wir kurz einmal da Kabosch dabei halten. Und dann müsste es eigentlich gehen. Schauen wir mal. Ritterschild zum Pferd. Wie beladen ist das Pferd? 137 von 178. Geht locker rein. Rein. Oh, nein. Weg. Alles, was wir nicht haben. Dein Pferd kann nicht mehr tragen. Ja gut, da müssen wir mal bei der Kiste vorbeischauen. Und wir wollten mal eher eine Runde aufs Öhrchen. Bitte eine Runde aufs Öhrchen. Und dann reißt man da auf. Wo ist unsere Bude? Da in die. Oder? Kann ich da jederzeit in die. Nein, andere Tür. Halt, stopp. Investieren wir in einen besseren Sattel, ist wahrscheinlich auch eine Idee, ja. Das machen wir in Ruhe. Mache ich das offstream. Geld verdienen, Sachen klauen, Nebenquests. Und dann gehen wir da zu unserer. Eigentlich hätte ich es dann gleich behalten, jetzt keine Ahnung, gell. Gewöhnliches halt, stopp. Machen wir so. Wir nehmen. Jetzt pass auf, alles übertragen. Weg. Wobei wir da einiges eigentlich direkt anziehen könnten. Aber das ist mir jetzt gerade wurscht. Ich habe 150 von 230, das klang überall. Das schaut gut aus. Und dann müssen wir mal 2 feste Outfits mal festlegen. Weil irgendwie. Nein, nicht setzen. Schlafen und speichern. Machen wir es so. Schlafen wir mal bis um 9. Ich habe eigentlich gemeint, es ist mitten in der Nacht. Haben wir nicht um Mitternacht ungefähr da hingekommen zu dem? Also wurscht.
Ist ja wurscht. Einmal geschlafen und gespeichert. Warum nicht? Klebt hier alles? Was? Warum klebt hier alles? Was hat's gesagt? Verdammte Scheiße. Was? Warum nicht? Okay. Katharina, Guten Katharina! Morgen, Heinrich. Ich schau da mal schnell einen Ausschnitt ein wenig ein, damit die Leute auch was zum Schauen haben. Passt. Kann ich mich wieder hochgradig sexistisch nennen und dann passt es. So, die Frage ist nun, lass mich hoch. Hoppala. Fackel weg. Zeigst du mir da Fertig? hinterher? Fertig. Aufsteigen. Und dann werden wir da aufreiten müssen, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, schauen wir mal. Mhm. Dann reiten wir nach Grund und dann reiten wir da oben. Das ist der Plan. Los geht's! Flea Frankie! Hab jemand gefragt, der schon weiter ist? Ja, man kann's zusammenhauen, die Rosa, macht dir die Route hart. Also mit macht dir die Route hart, habe ich jetzt nicht gerechnet, Flea Frankie. Merci dir. Und Gerald, Kuss nochmal, merci dir, Joke, ich hoffe, ich habe keinen übersehen. So, jetzt müssen wir Richtung D. Duschen tut's wie ein Pflack! Warum raucht's da so? Was ist da los? Was ist da los? Brennt's da drin? Oder ist das eine Köhlerei? Das schaut nach einer Köhlerei-Dingsbums aus. Hä? Ist das eine Köhlerei? Oh, schaut fast so aus. Moment mal, da brennt alles. Brennen da Häuser oder ist das... Ich bin verwirrt. Neise. Oder? So macht man Kohle. Oh, da bin ich schon richtig. Dass es eine riesendrum Köhlerei ist. Ah, mehr auf dem richtigen Weg. Richtung D. Abflug. Darf er den nicht recht weit sein. Kriegen wir schon. Das ist der Mittelalter-Smog. Ja. Los geht's. Ist das schon die Stadt, wo wir hinwollen? Oh ja, so ein bisschen. Schneller! Ein bisschen vorbei. Was ist denn das da? Mann, da lauter Erdhaufen. So, mal langsam. Haben wir schon da. Jetzt lassen uns die wieder nicht rein. Dann müssen wir wieder irgendeine Quest machen. Ich freue mich immer über höfliche Menschen wie dich. Gott sei mit dir. Immer Sei zurückgerissen. gegrüßt. Immer zurückgerissen. Oh, der schaut wichtig aus da hinten. Sonst suche ich einen neuen Fett. Du kannst mich nicht einfach entlassen, Verwalter. Ich bekam diese Stellung von Ulrich von Neuhaus. Aber ich kann ihm mitteilen, wie du hier arbeitest. Das ist schon der 5., der hier zerquetscht wurde. Bis da draußen waren die Köhler Sei still. Haufen. Und jetzt hau ab! Das ist der Schund, der übrig wer bleibt bist am du? Schluss. Du, wer bist du? Christian von Piesek. Ich bin der Heinrich. Habe Ehre. Du bist Christian von Piesek? Oh, ich sollte mich mal waschen. Ich bin total blödig über. Kunzlin Ruthardt schickt mich. Wegen des Via Agentum. Verstehe. Leider habe ich keine guten Neuigkeiten für Herrn Kunzlin. Ich habe noch keine Fortschritte bei der Sache gemacht, über die wir gesprochen hatten. Ich habe einfach keine Zeit für Untersuchungen. Ich werde dauernd irgendwo gebraucht und irgendwer folgt mir ständig. Ach so, mit den Haufen wird auch nochmal Kohle hergestellt. Ich habe eigentlich gemeint, diese ja, wird Lehmdepf, die riesengroßen, da wird Kohle drin gemacht. Aber die großen Erdhaufen, was ist dann das? Ein weiterer Step des Prozesses des Köhlerns. Ich weiß nicht, wie man Kohle macht, ich habe keine Ahnung. Die Köhlerhaufen heißen Meiler. Was haben wir in der Community, eine riesengroße? Ich helfe bei der Ermittlung. Hast du schon etwas herausgefunden? Stiehlt Wawak wirklich Silber? Ich helfe bei der Ermittlung. Dafür bin ich da. Ich helfe dir bei der Untersuchung. Ausgezeichnet. Damit ziehst du mir einen Dorn aus dem Auge. Wie heißt du? Heinrich. Schön. Dann hör mal zu, Heinrich. Niemand darf wissen, dass ich in der Causa ermittle. Das ist ein gefährliches Spiel. Aber das muss ich dir hoffentlich nicht erklären. Herr Ruthardt erwähnte so etwas. Wirklich hervorragend. Du kommst nicht zufällig aus einer Familie von Bergarbeitern oder Schmelzern. Nein, leider nicht. Mein Vater war aber Schmied. Mein richtiger Vater hat Minen beaufsichtigt. Ich kenne mich mit Minenarbeit in Skalitz aus. Mein Vater war Schmied. Ein edles Handwerk. Doch es lehrt dich nichts über das Erschließen und Verarbeiten von Silber. Ich erkläre dir gern alles, was du wissen musst. Jetzt komm bitte mit. Wir müssen uns unter 4 Augen unterhalten. Hören wir uns einmal an, was er zum Sagen hat. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, er ist so eine Art Münzmeister und Geldmacher. Also, er presst Silber, Groschen. Und irgendjemand mankelt da umeinander und den müssen wir jetzt dran kriegen.
Er ist das wahrscheinlich nicht, sondern der andere macht das, aber da lässt er die Hälfte Geld an sich selber verschwinden. Verstehe ich das richtig? Geschmeiß! Gewerf und Gejiet! Wo soll ich mit der Suche beginnen? Du kommst gleich zum Thema. Das gefällt mir. Wir wissen, dass das Silber irgendwo auf dem Weg zur Münzprägung verloren gehen muss. Das heißt, es wäre am besten, alle Vorgänge hier zu untersuchen und das Problem ausfindig zu machen. Erst solltest du Bergarbeiter von jeder Schicht fragen, wie viele Wagen sie am Tag füllen. Danach vergleichen wir die Zahlen mit den Büchern und sehen, was sich ergibt. Aber die Erträge sind doch nicht jeden Tag gleich, oder? Stimmt. Deshalb müssen wir uns auf einen Tag konzentrieren. An einem Tag zum Beispiel, zum Fest der heiligen Petronilla, strahlte Vorarbeiter fett und prahlte, wie viel sie abgebaut haben. Er heißt wirklich fett. Kann ich nicht einfach Fett fragen? Fett zählt die Wagen und schreibt die Anzahl ins Buch. Eine andere Zahl wird er dir nicht sagen. Uns interessiert, was die Bergarbeiter selbst zu sagen haben. Sie haben nichts zu verbergen. Allerdings sind Bergarbeiter ein seltsamer Menschenschlag. Sie sind vielleicht nicht gleich entgegenkommend. Und sie sprechen sehr seltsam. Die nennen sich alle Jungchen, obwohl sie offensichtlich Erwachsene sind. Du wirst es schon noch sehen. Tu so, als würdest du dich für sie interessieren. Dann reden sie vielleicht offen mit dir, als wärst du Gelehrter, der eine Abhandlung über den Silberbergbau plant. Oder ein Adliger, der eine der Minen kaufen will. Oder sag einfach, ich wäre ein entfernter Verwandter, der dir seine Arbeit zeigen will. Wie du möchtest. Ich glaube, ich spiele den neugierigen Gelehrten, so schaue ich nicht aus. Wie ein reicher Adliger schaue ich auch nicht aus, aber da spüre ich mir lieber seinen Neffen. Es erscheint mir am schlausten, mich als dein Neffe auszugeben. Wie du meinst. Änder aber deine Geschichte nicht zwischendurch. Das wäre verdächtig. Aber kommen wir endlich zur Ist Sache. wahrscheinlich wichtig. Pro Tag arbeiten 3 Schichten im Schacht. Jeder hat einen Vorarbeiter. Die erste Schicht wird von Frank geleitet, die zweite von Paul und die dritte von Samko. Du musst jeden von ihnen fragen, wie viele Wagen voll sie abgebaut haben. Samkos Bergleute sollten jetzt frei haben. Die anderen beiden Schichten findest du in der Mine. Nimm dies, damit die Wachen dich reinlassen. Es ist ein Geleitbrief mit meinem Siegel, der dir ermöglicht, dich in der Mine frei zu bewegen. Und was machst du? Ich gehe zum Anwesen zurück, um meine Arbeit zu machen. Was sonst? Sie fragen sich sicher, wo ich bleibe. Sobald du weißt, wie viele Wagen die 3 Schichten zum Fest der heiligen Petronilla abgebaut haben, komm zu mir. Wir vergleichen die Anzahl mit der Angabe im Buch. Und denk dran, zieh keine Aufmerksamkeit auf dich. Ich kenne deinen Bruder Peter. Ich hatte übrigens die Ehre, deinen Bruder Peter Der kennenzulernen. mir geholfen haben in der Nacht davor. Die Welt ist doch ein Dorf. Er hat uns in Sugdol sehr geholfen. Auch wenn wir uns nicht immer einig Oder? waren, respektiere ich ihn dafür, was er alles erreicht hat. Ohne ihn wäre ich zu all dem hier nie in der Lage gewesen. Ja, okay. Das heißt, Schichten befragen. So hätte man noch tun. Jetzt suche ich aber erstmal einen Sautrog, wo ich mich waschen kann, weil ich ausschaue, als hätte ich mich selber angeschissen. Mit dem Blut von den anderen. Ja. Wo ist eigentlich mein Hund? Hund! Und das war's Pferdl. Die heilige Maria schütze dich. Jesus Christ. Wir kriegen meinen Hund wieder her. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn leider nicht herrufen. Schade. So, jetzt passen wir Obacht. Wo müssen wir überall hin? Wir haben. Finde heraus, wie viel Erz Franks Söhnchen abgebaut haben. Finde heraus, wie viel Erz Pauls Söhnchen und finde heraus, wie viel Erz Samkos. Wir haben. Was ist das für Buchstabe? Dann kann ich nicht lesen. Aber gehen wir mal zu F. Aber der Frank ist jetzt gerade nicht da, oder? Dann gehen wir zu H. H ist da. Wenn mir da jetzt wieder jeder Einzelne irgendeine Aufgabe gibt, bis er mir sagt, was ich zum Tor habe. Da ist der Samko. Bist du Vorarbeiter Samko? Ja, bin ich. Wer will das wissen? Ich bin Heinrich. Verwalter Christian schickt mich. Ich bin sein Neffe und er will, dass ich etwas über seine Arbeit lerne. Was kümmert mich das? Siehst du nicht, dass wir Pause haben? Herr Christian hat mir gesagt, ich kann dich alles fragen, was ich will. Und du musst mir antworten. Oh, Söhnchen, ich bin so müde. Ich will nicht mal reden. Aber eine Runde Fakle wär drin. Nach Kumpelregeln. Dann erzähl ich dir alles. Was sagst du? Wer hätte das gedacht? Was ist denn... Spielen wir, Kumpel? Du solltest auf Christian hören. Rede schon, bevor ich sauer werde. Ich bezahle dich, wenn du redest. Nicht schon wieder 200. Ich komme wieder... Was ist denn Frekel? Was hat er gesagt? Spielen wir mal, ist das Würfeln? Keine Ahnung. Gut, dann los. Ich glaube, ich habe Kumpel noch nie mit einem echten Bergarbeiter gespielt. Siehst du, Jungchen? Es gibt für alles ein erstes Mal.
kommen wir zur Sache und lassen die Münzen springen. Dann zeig doch mal, was du so kannst. Ah, ja. Sofern du nicht zum ersten Da haben wir Mal heute schon ja ganz furchtbar viel Klick gehabt. Kruzifix nochmal. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Rein in die Olga. Punkten um Fortfahren, Punkten um Passen. Frackle ist gleich Würfe. Hab ich nicht gewusst. Mit deinem Einser kannst du heimgehen, du. Zipfe Adam, du. Scheiße, ich hätte die guten Würfe ausziehen sollen, nicht Trottel. Nee, jetzt hat er 2 Fünfer. Hat er jetzt da Full House gehabt, oder was war denn das jetzt? Wieso darf er jetzt nochmal? Was? Noch ein Fünfer? Ja, lass ihn mal eingehen. Komm, jetzt verkackst du, hast 800 Punkte, bist du besoffen? Kurva! Ja, das Scheiß möchte ich aber Würfel. offen. Kurva blöd. Kurva blöd. 1, 2. Schade. Ja gut, dann müssen wir mit 1er und nehmen wir mit 1er und 5er und dann der wir nochmal. Oder die nicht da 1 oder 5er drin sein. Naja, gar nicht so schlimm. Du hattest sowieso nicht viel. Wenn du mit allen Würfen punktest, darfst du nochmal. Ich hab's mir gerade. Das reicht. gedacht. Du bist dran. Ich hab's mir gerade gedacht. So, jetzt hat er 500 Punkte. Wir haben 750 übrigens. Ich weiß, ich sitze davor, aber es hilft nicht. 3, 3, 4, 4. Scheißdreck, das ist nur Bullshit. Ich möchte bloß was probieren. Ja, können wir bloß einen 5er nehmen und fortfahren. Oh, komm, lass mich gewinnen. Das ist ja so circa der Teil. 2 1er säge da, 2 1er säge da. Die nehmen und nehmen. Wie viele Punkte haben wir dann? All in. Punkten und fortfahren. Bist du des Wahnsinns? Du wirst noch alles verlieren. Nein, werde ich nicht. Kasperle. Und jetzt halt. Ah, schau mal gut, er ist 1100 Punkte haben. Er hat 500. Aber er kann sich mit den einen Zug gewinnen, wenn er Glück hat, der Drecksack. 3 6er, deren weh. Jetzt hat er 1200, wir haben 1100. Schauen wir mal, was wir kriegen. Scheißdreck. Müssen wir so mal und nochmal. 150 gewinnen, das gelangt uns nicht. Bitte. Ich mache nicht nochmal, das dauert so lang. Kim. Ja, nur eins. Full Risk! Jetzt mach endlich. Ich will auch spielen, weißt du? Ja! Ja, Gott! Jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir brauchen nur 50 Punkte. Nein, nicht auf einen Zug kommen, bitte nicht. Okay. Komm, verkack! Verkack! Verkacken, Makaken! Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! Hinfort! Hinfort! Nein! Nein! Er braucht auch bloß einen Fuß! Nein! 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 Du Wichsfresse, du hässliche! Kruzifix! Gut gespielt, Söhnchen. Sagst du mir jetzt, was ich wissen will? Ja, frag nur. Achso, er sagt mir trotzdem, ich brauche bloß mit dem Spulen. Ja, ist okay. Wie sieht die Arbeit eines Bergarbeiters aus? Wie wird Erz abgebaut? Wie viel verdienst du? Na, das ist doch eigentlich überhaupt nicht die Frage, was ich wissen wollte. Aber gut, wahrscheinlich werden wir alle Fragen mal durchgehen müssen. Wie sieht die Arbeit eines Bergarbeiters aus? Das ist eine gute Frage, Kumpel. Meistens wird gegraben. Das kann dir jeder Bergarbeiter bestätigen. Aber sich auszuruhen ist noch viel wichtiger als Arbeit. Wer nicht ruht, verkommt zu einem Schmachtlappen. Schmachtlappen. Wie viel... und jetzt kann ich jetzt, pass auf. Wie viel habt ihr am Fest der Heiligen Petrolia abgebaut? Wie viele Wagenladungen habt ihr zum Beispiel am Fest der Heiligen Frage zu Petronilla früh? abgebaut? Das kann ich dir genau sagen. Alle Bergmänner schufteten und kamen prima miteinander aus. Wir haben 34 Wagen geschafft, ohne länger zu arbeiten. Das hatten wir schon ewig nicht mehr. Tipptopp. Okay, tschüss. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich hoffe, ich konnte helfen. Wenn du noch was brauchst, komm gerne vorbei. Aha, ja, ja. Tschüss. So, jetzt schmerzen wir noch mit dem anderen Seppen. Wo ist der? Gehen wir mal in Richtung
zum Paul. Und der Frankie Boy wird uns dann schon sagen. Ah, das ist viel leer. Fertig wo? Fertig da. Fertig, geh her. Los, los. Ja! Das wird. Das kann ins Hosal geben im Viertel, aber das kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Ja. Da schaut's doch gut aus. Wo ist der Dude? So. Hallo? Muss ich da irgendwie oben oder so? Bin maximal. Kurz schnell skillen. Kurz schnell. Kann ich sehen. Kann ich sehen. Unter Tage vielleicht, ja, das Ding immer. Aber wo ist der Eingang? Und ja heraus, wie viel jetzt Paul Zündchen abgebaut haben. Bürger und Storytelling. Was? Eine Mame Storytelling. Aber wo kommt man da oben? Hallo? Wie komme ich da runter? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal zu F. Gehen wir mal zu F. Vielleicht ist da ja der Weg nach unten irgendwo. Schlossknacken finde ich mit dem Controller richtig schwierig, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir es nur vorstellen, wie es mit dem Gamepad funktioniert. Aber ab schwierig ist es auch mit der Maus schwer. Richtig schwer sogar. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Jetzt warte mal. F ist auch unter Tage, hä? Wo ist denn da der scheiß Eingang? Muss man das vielleicht erfahren? Also müssen wir auch da irgendwie... Ah, da schaut's doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Hallo? Darf ich da einfach jetzt Mini eine steppen oder was? Speichern wir mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt da gleich ins Höschen geht. So, servus, das ist der Bergarbeiter-Sepp. Aha, was haben wir da? Da schieben wir die Häpfchen. Ist jetzt da unter der Map nochmal ein Riesendrum-Map? Sehe ich das richtig? Dann kriege ich aber einen Vogel, das ist doch schon klar. Meine Schuld. Oh, müssen wir was essen? Müssen wir kurz was essen? Schnell Krakau gekaut. Easy. So. Ich habe keine Ahnung, es ist sehr linear. Schauen wir mal, was weitergeht. Das ist Bergarbeiter. Auch bloß ein Bergarbeiter. Dann werden wir da unten nochmal anschleichen müssen, fürchte ich. Ah, warte mal. Wo finde ich Vorarbeiter Paul? Wo finde ich euren Vorarbeiter, Paul? Was machst du hier, Jungchen? Wer hat dich in den Stollen gelassen? Ich habe einen Geleitbrief von Christian von Pisek. Er ist mein Onkel. Ich soll mir die Minen ansehen und lernen, was seine Arbeit ausmacht. Seine Arbeit? Das ist ganz sicher nicht der Bergbau, Jungchen, sondern Bücher und Papiere. Ich muss eurem Vorarbeiter bloß ein paar Fragen stellen. Unser Vorarbeiter geht herunter und betet. Ich weiß aber nicht, ob er reden will. Warum sollte er nicht reden wollen? Der junge Herr, einer unserer Leute, wurde letztens zermalmt. Er war erst eine Woche hier, der arme Bursche. Es geschah am Tag vor dem Fest der heiligen Petronilla. Du findest Paul ganz unten bei der Einsturzstelle. Er betet für die Erlösung seiner Seele. Du hörst das Heulen des Windes da unten im Stollen. Das dringt bis zu diesem verfluchten Tunnel durch. Da soll es ja spuken. Aber keine Sorge, die heilige Barbara passt schon auf dich auf. Barbara! Oh, mein Freund. Wird jetzt schon weiter da im Stollen, oder? Das habe ich schon richtig verstanden, dass man da einfach... So geht's nicht weiter. For what? Na, da... Wo bin ich gekommen? Oh Gott im Himmel, ob man mir da heute noch jemals außerfinden, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass ich da richtig bin. Da bin ich nicht vorbei. Meine Schuld. Meine Schuld, da wenigstens kennst du das. Wenigstens kennst du das, guter Mann. Ach. Okay. Kurze Horror-Oktober-Einlage oder was? Das neue Minecraft-Update schaut richtig gut aus, so narrisch. Ich sogar mit den Händen klang da an. Oh Gott, haben wir jetzt auch wirklich eine Horror-Einlage, dann kriege ich aber einen Vogel. Bisschen Madison-Vibes habe ich. Frag nicht warum. Ich brauch's nicht fragen, ich weiß warum. Ich hab's noch direkter erlebt als du.
Und so schnell werde ich es nicht vergessen. Schau mal, da hinten ist ein Licht. 3 Pfund Letten am Boden. Schauen wir mal ein wenig außen rundum. Hallo? Ja, geh weiter, wer soll denn da irgendwas finden? Hallo? Da ist er! Vorarbeiter Paul! Gottes Willen. Da hat nichts Gesundes. Bist du Vorarbeiter Paul? Hey! Du läufst wie ein Geist, Jungchen. Hast mir einen Schrecken eingejagt. Moment mal. Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Und was machst du hier so tief im Stollen? Mein Name ist Heinrich. Herr Christian schickt mich. Ich bin sein Neffe. Ich möchte lernen, wie sein Arbeitsalltag aussieht. Deshalb bin ich hier. Ich unterbreche deine Gebete für einen toten Freund ja nur ungern. Aber ich muss dich etwas fragen. Er war nicht nur ein Kumpel, sondern wie Familie. Ich zog ihn seit dem Tod meiner Schwester eigens groß. Er wollte, dass ich ihn mitnehme. Meinte, er wäre stark wie ein Pferd. Sieben Er Jahre, ließ sich danke. nicht abwimmeln. Und jetzt kann ich mir das niemals verzeihen. Das war nicht deine Schuld. Im Himmel leidet niemand. Beantwortest du mir meine Fragen? Scheiß mal drauf, was du für Probleme hast. Hey, darf ich dir was fragen? Komm schon. Das war nicht deine Schuld. Unfälle passieren. Es war Gottes Wille. Wahrscheinlich hast du recht. Betest du ein letztes Mal mit mir für seine Seele? Das der mir. Ich werde mit dir beten. Das werde ich nie wieder sagen in dem Stream. Nie wieder. Ja, ich werde mit dir beten. Du bist ein guter Kerl. Sprich mir nach. Reiß ja auch nicht eine, aber der geht. Glauben der mal Gnädiger eh nicht mehr. Herr im Himmel, du schenkst uns Gold, Wir sehen uns am Silber, Freitag übrigens. Messing, 20 Uhr. Kupfer, Allmächtiger Zinn, und gütiger Gott, Eisen unser Vater. und alle anderen Du schenkst uns Erze und Gold, Metalle. Silber, Ich bitte dich, Bronze, segne Kupfer, meinen Bruder, der Zinn, in diesem Eisen Stollen den Tod fand, andere und Metalle. rette seine Ich Seele bitte vor dich, der segne ewigen meinen Verdammnis Bruder, und der schenke in ihm diesem Stollen den ewiges Tod Leben fand. durch unseren Und Herrn, rette seine Seele vor Retter der ewigen Verdammnis. und Erlöser, Schenke ihm Jesus ewiges Christus. Leben durch unseren Herrn, Der unseren Engel des Retter Herrn brachte und Maria Erlöser, die Botschaft, Jesus Christus. und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria. Und So, jetzt das hören wir wieder auf zum Bett, weil sonst fange ich zum Brenner an. Los meine jetzt, Frage Schluss. beantworten? Ja, danke, dass du mit mir gebetet hast. Ich hab mir schon gedacht, dass man das Mal so los. regelt. Ja, man muss nur nett sein. Wie viel verdienst du? Wie wird das Erz abgebaut? Wie wird das Erz abgebaut? Fragen wir ja was anderes. Wie wird das Erz abgebaut? Erst müssen wir den Schacht begutachten und das Erz finden. Dann kommt das Feuer setzen. Wir platzieren die Balken, dann können die Bergleute Steine klopfen und Erz abbauen. Und das war's auch schon. Wie viel verdienst du? Wie viel verdienst du mit dieser Arbeit? Hängt davon ab, wie viel wir abbauen. Und davon, wie hart der Stein ist und wie viel Erz drin ist. Aber es ist die Sache kaum wert. Ein halber Groschen pro Wagen reicht kaum zum Leben. Wie sieht die Arbeit eines Bergarbeiters aus? Die Arbeit? Es geht darum, den Berg abzubauen und das Erz in die Wägen zu bringen. Immer und immer wieder. Das ist echte Arbeit. Kann ganz schön gefährlich sein, einen sogar umbringen. Wie viel habt ihr am Fest der heiligen Petronilla abgebaut? Wie viele Wagen habt ihr zum Beispiel am Fest der heiligen Petronilla abgebaut? Das war kein guter Tag. Nach Heers Unfall war niemand in der Stimmung zu arbeiten. Aber trotzdem haben wir irgendwie 30 Wagen geschafft. Mehr wollte ich nicht wissen. Wenn du das sagst, Kumpel. So. Jetzt muss ich irgendwie wieder herausfinden. Im Zweifelsfall, junger Peregrin Tuck. Immer der Nase nach. Wie dreckig bin ich denn? Oh, ich bin eigentlich ganz sauber. Was, ist doch nicht irgendwo Treppen gewesen oder so? Hallo, dann? Hallo? Ja, das schaut gut aus, glaube ich. Weil durch die Letten haben wir vorher auch gegangen. Ja, sehr gut. Meinst du, ob wir da noch was finden da drin? Nein, nicht umeinander gucken jetzt da drin. Da hinten links ist der Ballrock, ja, ich glaube auch. Kann man eigentlich einen kurzen... Das muss ich oben machen. Das müsste die oben machen, dass ich da aus Versehen einen Helm reinfallen lasse. Nur Pro-Gamer wissen, von was ich rede. Nur Pro-Gamer wissen, von was ich rede. So, ne, da geht's nicht weiter. Einfach mit der Nase. Aber du musst doch noch zum anderen da unten, oder nicht? Das ist eine richtig gute Frage. Ja, das stimmt. Fuck, das stimmt. Aber der ist ja meilenweit weg, der Typ. Da braucht er jetzt einen Tipp von jemandem. Ist der dritte auch da unten oder ist der oben irgendwo? Bevor ich jetzt da außer renn und wieder eine renn. Für was habe ich euch?
Mehr mag ich gar nicht wissen. Ist der auch da herund? Auch unten. Ganz unten. Dann geht die Treppen wieder oben. Steige jetzt nämlich die Stirn da oben und renne in die andere Richtung. Irgendjemand pfeift da auch umeinander, was über die Treppe. Warte mal. Na, da sind wir gekommen. Also in der Mine, ich glaube, der war im oberen Bereich. Ja, mach's wie die Alte in der Serie, fang Singer an und da leitet dich der Berg. Ja. Gut, dass ich die Serie nicht angeschaut habe. Ich hab's schon angeschaut, aber ich hab's für die schlechteste Serie seit langem gehalten. Dann ist die Acolyte gekommen und dann habe ich festgestellt, ja, maybe I was too harsh with Rings of Power. Wie sollst du denn den finden, wenn er da unten ist? Das ist eine richtig gute Frage. Sebian, aber du bist doch du speist doch du bist doch weiter wie ich. Oder nicht? Jetzt gehen wir mal da hindrehen, keine Ahnung. Jetzt einfach da hindrehen. Ja gut, aber wer soll denn da hinten sein? Da ist nur Letten. Da ist nichts. Eine Mine. Wart, bis er Pause macht, dann ist er oben beim Saufen. Ich weiß ja nicht, wann er Pause macht. Ja, also da herunten ist er nicht. Da hinten ist der Typ, der Bett. Da müssen wir sowieso da ein bisschen umeinander tüdeln. Aber das wird jetzt nicht helfen. Eine kurze Ansage an alle. Wir sehen uns diesen Freitag auch nochmal, 20 Uhr. Da spielen wir meistens dann auch in Überlänge. Wir spielen auch heute wieder schon, wie es ist. Es ist 5 vor halb 11. Wann zur Hölle ist denn halb 11, wollen sag mal? Jetzt gehen wir einfach da lang. Schauen wir, was passiert. Ob wir uns irgendwie in Richtung des Fs bewegen. Man findet man zwar erst recht nie wieder raus, aber dann hilft es auch nicht. Also doch im oberen Bereich der Mine. Ich denke schon. Ich hätte jetzt schon gesagt gehabt. Und wir bewegen wir uns irgendwie in die Richtung. Null, oder? Also halt 0. Hallo? 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 Hä? Ich bin doch gerade die Treppen aufgestiegen, oder bin ich behindert? Ich weiß, dass ich behindert bin. Aber ich bin doch da gerade eine Leitern aufgestiegen, damit ich nicht mehr da herunten sein muss. Oh Gott, Kinder. Ach Gottchen, Kinder, müssen wir jetzt da wirklich noch eine Viertelstunde lang in die... Da! Ich bin doch da drin! Das ist doch unmöglich! Wenn ich jetzt da oben steige, ist da hinten der Typ beim Betten! Was? Was zum verfickten Fick? Guten Tag. Meine Schuld. Ja, hau mir deine Picke in den Pfotzen, du Mongo. Oh, da können wir in die Nähe. Schauen wir mal. Da müsste irgendwo links von uns sein. Und nicht über uns. Warte mal, Bergarbeiter. Da, wo bist du, der Bergarbeiter? Bergarbeiter. Du bist es nicht. Schau mal. Ist er das vielleicht? Ha! Frankie Boy! Vorarbeiter Frank? Was suchst du, Jungchen? Siehst du nicht, dass wir hier arbeiten? Herr Christian von Pisek schickt mich. Ich bin sein Neffe, Heinrich. Ich soll lernen, wie die Arbeit in der Mine aussieht. Er zieht wohl seinen Nachfolger heran, hm? Aber du kannst hier nicht einfach herumspazieren. Das ist gefährlich. Ich habe bloß ein paar Fragen. Je mehr wir quatschen, desto weniger arbeiten wir. In Ordnung, aber fass dich kurz. Was willst du wissen? Du bist doch ganz schön in Fackelfotzen, mein Freund. Worum geht es bei der Arbeit eines Bergarbeiters? Jetzt mal dasselbe. Worum geht es bei der Arbeit eines Bergarbeiters? Worum es geht? Um nicht viel, Jungchen. Es ist ganz einfach. Wir gehen durch die Tunnel und hauen im Dunkeln Erz aus dem Stein. Und atmen böse Wetter. Wie genau wird Erz abgebaut? Verdammte Scheiße, hast du noch nie einen Bergmann arbeiten sehen, Jungchen? Man nimmt einen Hammer und schlägt auf den Stein ein, bis er zerbricht. Und wenn man das ein paar Jahre lang macht und nicht durch böse Wetter drauf gehst, kippst du vor Erschöpfung um oder wirst von der Decke des Stollens zerquetscht, den du gerade gräbst. Wie viel baut ihr an einem Tag ab? Kommt drauf an, wie viel Erz man aus dem Stein kriegt. Das ist unterschiedlich. Wie viel habt ihr zum Beispiel am Fest der
heiligen Petronilla abgebaut. Sag mal, Jungchen, bist du nicht ein bisschen zu neugierig? Herr Christian kann dir selbst sagen, wie viel er in den Büchern aufgeschrieben hat. Aha. Christian hat keine Zeit für mich. Und ich glaube nicht, dass sich so ein Bergarbeiter von mir einschüchtern lässt. Probieren wir es einmal mit Redekunst. Onkel Christian hat keine Zeit für mich. Du weißt ja, wie beschäftigt er immer ist. Wenn er fragt, was ich erfahren habe, habe ich nichts zu sagen. Richtig so. Er wäre sehr wütend auf mich, wenn er wüsste, dass ich dir das erzählt habe. Das reicht mir nicht, Jungchen. Dann werde ich ihn doch mal bedrohen. Sonst kriegen wir auch keine Skillpunkte in Redekunst. Spuck's aus. Sonst setzt es was. Ich will wissen, wie viele Wagen ihr zum Fest der heiligen Petronilla abgebaut habt. Ich frag nicht nochmal. Schon gut, Kumpel. Wir wollen uns doch nicht unter der Erde schlagen, oder? Ich sag es dir. Das war gute Arbeit zum Fest der heiligen Petronilla. Unsere Leute haben 36 Wagen voll abgebaut. Danke. Dann mach's gut. Tschüss dann, kannst du wieder hier, schlafst beim Sitzen. Was ist denn da los? So, jetzt wird's interessant. Kommen wir jemals noch mehr aus da? Ich laufe einfach wild irgendwo hin. Oh, da geht's ein bisschen bergauf, das ist ein gutes Zeichen. Glaube ich. Oh ja, da gingen leider miteinander, das ist ein gutes Zeichen, da haben wir verfallen. Ja! Absolutes Pro-Gaming, meine Damen und Herren! Ich freue mich immer über höfliche Menschen wie dich. Gott sei mit dir. Gott behüte dich. Wie verläuft die Wache? So, und jetzt müssen wir zu ihm aufführen und ihm sagen, was los ist. Darf ich da einfach reingehen? Ich hoffe. Brot! Mach schon wieder zu, ich möchte bloß einmal einskillen. Und dann noch eine Kiste. Alles muss. Nein, nicht. Das passiert mir so oft, dass ich dir von der falschen Seite ausziehe. Da geht es dann nicht irgendwo anders rein oder aus. Oder so, ja, da müssen wir aufhören. Entschuldigung, ob ich verlaufe im Keller drin. Gelobt sei Jesus. So, sehr direkt. Oh, was ist denn da drin? Ah, das ist schwer. Schwer ist halt dann wirklich schwer. So! Du bist Erzhändler. Hä? Warte mal. Bist du der Erzhändler hier? Naja. Ach, das ist die Ich kaufe Erz. Und wer bist du? Ich bin Heinrich. Hoppala. Und auf Geheiß von Herrn Christian hier. Er ist mein Onkel und führt mich in seine Arbeit ein. Dein Onkel? Ach, Hast Moment. du Glück, dass du hier was lernen kannst. Die Schächte von Horschan gehören zu den ertragreichsten in ganz Kuttenberg. Ich bin Hermann. Wenn du Fragen hast, Hermann. beantworte ich sie gern. Was macht ein Erzhändler denn so? Kaufst du Silber zusammen mit dem Stein? Wie schätzt du den Preis? Wie viele Wagen kaufst du am Tag? Müssen wir ihm schon... Oder? Wir finden jetzt nicht außer, wir fragen wir den jetzt wieder und dann finden wir über ihn außer, was er aufgeschrieben hat. Und dann wissen wir, ob die 3 Typen, die uns gesagt haben, wie viele Wagen das gemacht haben und wie viel das er aufgeschrieben hat und die Differenz ist das, was geklaut wird. Was sind Ist deine schon klar. Aufgaben Ist schon klar. als Erzhändler? Schauen wir, Zu schauen meinen wir. Aufgaben gehört, das Erz von den Minen zu kaufen und es an die Schmelzhütten weiter zu verkaufen. Jeden Tag berechne ich die Menge und prüfe die Qualität des geförderten Erzes. Deshalb werden wir auch Prüfer genannt. Abhängig von der Qualität schätze ich dann den Preis, zu dem ich das Erz verkaufen kann. Kaufst du Silber zusammen mit dem Stein? Kaufst du Silber zusammen mit dem Stein? Ja. Das reine Silber lässt sich erst in der Schmelzhütte gewinnen. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, wie viel Silber im Erz ist. Wie schätzt du den Preis? Wie schätzt du den Preis? Das erfordert Können und Erfahrung. Ich gehe ein paar Wagen durch, entnehme Proben und bringe sie hierher, um sie zu prüfen. Dann schätze ich das Verhältnis von Silber zum Stein und lege den Preis entsprechend dem Durchschnitt fest. Weißt du, was der ich sag? Ich glaube, dass ich offstream in der Nacht einmal da herin vorbeischaue und schaue, was in der Kisten drin ist. Scheint mir nämlich so, als hätte er ziemlich viel Geld. Und sind die Preise immer gleich? Nein, nein. Der Preis der Wagen wird vom Höchstbietenden bestimmt. Der Schmelzer, der am meisten bezahlen kann, bekommt den Zuschlag. Am wichtigsten ist es, die Kosten im Blick zu behalten, damit wir nicht am Ende mehr für das Erz bezahlen, als wir für das reine Silber bekommen. Wie viele Wagen kaufst du am Tag? Kommt drauf an.
Es hängt von dem Stein ab, der bearbeitet wird. Wenn man aus weichem Stein abbaut, ist der Ertrag geringer als bei hartem Stein. Der bricht mit wenig Mühe, enthält aber weniger Silber. Wie viele hast du am Fest der Heiligen Petrolia gekauft? Wie viele Wagen hast du in letzter Zeit gekauft? Zum Beispiel am Fest der Heiligen Petronilla. Fest der Heiligen Petronilla? Weiß nicht. Tut mir leid. Kann mich nicht erinnern. Aber du kannst Christian fragen. Da steht alles in den Büchern. Alles klärchen. Gott, der ganze Staub. Grüß dich an! Ich kenne nun die Anzahl der Wagen. Ich weiß schon, wie viele Wagen die Gruppen zum Fest der Heiligen Petronilla gefördert haben. Es waren insgesamt 100. Ich verstehe. Währenddessen habe ich in die Bücher geschaut. Was glaubst du, wie viele dort stehen? Weniger. Ich würde sagen weniger. Da lägest du richtig. In dem Buch steht, dass 90 Wägen abgebaut wurden. Das heißt, dass jeden Tag 10 Wägen verschwinden. Aber die kann man sich nicht einfach unter den Nagel reißen. Wir haben sie gut im Auge. Die nicht gemeldeten Wägen müssen mit dem restlichen Erz zur Schmelzerei gebracht werden. Bedeutet... Was bedeutet das? Dass dieser Schwindel viel ausgeklügelter ist als gedacht. Und dass Vorarbeiter Fett und Hermann, der Erzhändler, tief mit drin stecken. Sollte ich Sie beschuldigen? Was ist mit Wawak? Was machen wir jetzt? Und was machen wir da jetzt? Also, wir müssen sie dazu bringen, uns mehr zu erzählen. Aber vorsichtig. Silberdiebstahl ist ein schweres Vergehen. Da sollten Sie im eigenen Interesse kooperieren. Versprich ihnen, dass niemand von ihren Verbrechen erfahren wird. Nenn ruhig meinen Namen. Wenn du mit ihnen gesprochen hast, komm zu mir, dann überlegen wir, wie es danach weitergeht. So, mit wem müssen wir jetzt schmatzen? Mit dem anderen Typen, mit dem wir gerade geschmatzt haben? Schmatzen wir jetzt einfach nochmal. So, Servus, grüß Gott. Hermann! Wir müssen reden, Hermann. Oh, Hermann, so geht's nicht. Herr Christian schickt mich. Wir haben Abweichungen in den Büchern der Mine gefunden. Was für Abweichungen? Wie erklärst du, dass die Bergleute am Fest der Heiligen Petronilla 100 Wagen Erz gefördert haben, in den Büchern aber nur 90 stehen? Wenn da 90 steht, müssen es 90 gewesen sein. Die Bücher lügen nicht. Du gibst falsche Zahlen an, dann lügt jemand anderes, dafür hängst du. Oder jemand schreibt falsche Zahlen auf und versteckt 10 Wagen. Ich schreibe aber nichts in die Bücher. Vorarbeiter Fett zählt die Wagen hier. Geh und rede lieber mit ihm. Erzähl mir doch nicht, dass du sie nicht nachzählst. Du würdest doch nicht für mehr Wagen zahlen, als da sind. Hast du eine Ahnung, wie viel Erz durch meine Hände geht? Wie soll ich mir merken, wie viel es ausgerechnet zum Fest der Heiligen Petronilla waren? Außerdem können Steht doch im Bergleute Buch drin, auch du darüber Trottel! lügen, wie viel sie gefördert haben. Sie geben gern an. Alle 3 Gruppen waren sich einig, mehr zu melden? Das bezweifle ich. Nicht schon wieder Redekunst, aber wir werden sofort bedrohen. Rede, sonst wirst du es bereuen. Rede, sonst wirst du es bereuen. Ich werde dich so verprügeln, dass niemand mehr dein Gesicht erkennt. Nein, bitte. Es war Fetts Idee. Er kam zu mir und sagte, wir würden nicht alle Wagen angeben, die wir den Schmelzern liefern. Und ich würde dafür bezahlt werden. Es lief gut. Ich habe immer für das bezahlt, was wir eingetragen haben. Dann bekam ich zusätzlich noch etwas Geld von Fett. Zum Fest der Heiligen Petronilla hatte ich Sorge, dass Ihnen der Unterschied auffallen würde. 10 Wagen sind schließlich 10 Wagen. Niemand in der Schmelzhütte nahm Notiz davon. Ich glaube, die stecken da auch alle mit drin. Wie lange geht das schon? Wie lange geht das schon? Mehrere Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Etwa seit Sigismund ankam. Steckt Ulrich Wawak dahinter? Der Münzmeister? Ich weiß es nicht. Ich bin bloß ein Prüfer. Ich habe Wawak noch nie getroffen. Herr Christian und ich wollen die Sache lieber im Stillen untersuchen. Also tu einfach so, als wäre nichts und mach weiter wie bisher. Wir wollen diejenigen, die wirklich verantwortlich sind, nicht verschrecken. Verstanden? Ja. Ich verstehe. Ich werde schweigen wie ein Grab. Also den ersten haben wir schon mal bedroht. Den ersten haben wir schon mal erfolgreich bedroht. Jetzt müssen wir noch zu dem anderen, zum Boba. Bober Fett! Vollgas. Ist das er da? Oh, ja. Wo ist er? Der Fett. So fett ist er nicht. Moment! Auf ein Wort, Vorarbeiter.
Wer bist du und was willst du? Ich bin Heinrich, aber das ist unwichtig. Herr Christian schickt mich. Ich soll eine heikle Angelegenheit mit dir besprechen. Sag bloß nicht, dass einer der Bergmänner wieder das Scheißhaus hier im Hof vollgeschissen hat. Ich befürchte, es ist noch schlimmer. Wir haben in den Büchern der Mine einige Abweichungen gefunden. Dann soll Herr Christian sich darum kümmern. Es sind seine Bücher und er ist dafür verantwortlich. Aber du zählst die Wagen. Auf Silberdiebstahl steht die Todesstrafe. Wir haben ja schon Beweis, dass es so ist, wie es ist. Das Silber des Königs zu stehlen ist ein schweres Verbrechen, das mit dem Tode bestraft wird. Und warum erzählst du mir das? Ich weiß, dass die Bergleute am Fest der heiligen Petronilla nicht weniger als 100 Wagen gefördert haben. Aber in den Büchern steht, es wären 90. Denkst du, die Bergleute können zählen? Das sind Dummköpfe. Und sie prahlen gern. Ich bin sicher, dass sie nur übertrieben haben. Aber was kümmert dich das überhaupt? Schickt dich der Verwalter zum Schnüffeln? Weißt du nicht, dass ich für Wawak arbeite? Den Münzmeister höchstpersönlich. Ich stehe unter seinem Schutz. Ja, leugnen ist zwecklos. Hermann hat mir alles erzählt. Dieser miese Verräter. Du stehst unter meinem Schutz? Du bist ein kleiner Fisch, du wirst nicht bestraft werden. Ja, niemand das mit dem höchsten Wert, das hilft dir nicht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du stehst unter meinem Schutz und dir wird nichts geschehen. Ich erledige alle, die dir etwas tun wollen. Glaub mir. Na gut, ich erzähle dir, was ich weiß. Sobald ich Vorarbeiter wurde, kam ein Kumpel zu mir, der in der Schmelzhütte im Grund arbeitet. Er meinte, jemand wollte mit mir reden. Einer von denen. Also habe ich mit einem Kerl in der Schenke in Grund geredet. Der hat's mir erklärt, wie man die Bücher fälscht. Das Wichtige ist, einen Teil des geschürften Erzes nicht zu melden und es heimlich mit dem Rest zur Schmelzerei zu befördern. Er hat mir klar gesagt, dass ich einen Unfall haben könnte, wenn ich nicht mitmache. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Wer war der Kerl? Wie lange geht das schon? Wer gibt dir Geld? Steckt Wawak dahinter? Frag mal, wer war der Kerl? Wer war der Kerl aus der Schmelzhütte, der zu dir kam? Er hat mir nie seinen Namen verraten. Nicht einmal, als ich gefragt habe. Er ist groß, stämmig, pockennarbig. Ich bin nicht leicht einzuschüchtern. Aber der Kerl war richtig furchteinflößend. Steckt Wawak dahinter? Denkst du, der Münzmeister Ulrich Wawak steckt dahinter? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts Schlechtes über Wawak sagen. Wann immer er vorbeikommt, ist er nett zu mir. Er sagt, wenn Christian uns Probleme macht, würde er lieber ihn ersetzen als mich. Das hat er wirklich gesagt. Der Münzmeister selbst. Also gut. Mach weiter, als wäre nichts passiert. Niemand darf erfahren, dass wir von dem Betrug wissen. Christian wird dir keinen Ärger machen. Und auch niemand sonst. Ist das klar? Glasklar, Kumpel. Ich werde schweigen wie ein Grab. Zurück zum Christian. Also, da wird fett beschissen. Erst ist fett eingeschissen worden und jetzt wird fett beschissen. So, wo war die Treppen? Die war ums Eck gekommen, gell? Miau. Miau. Ach, das war im anderer Raum. Verdammt nochmal. Wo waren die schon wieder? Oh, die haben mich sicher unten in der Kiste gesehen, dass ich es ausgerammt habe, oder? Das war knapp. Das war knapp. So, jetzt warten wir, bis er herum ist und dann schmeißen wir mit ihm. Herr Snusbeni, da hast du allerdings recht, aber schleich dich nur ins Bett, wenn du um 4:30 aufstehen musst, da ich sterben. Da ich sterben! Heute hackelt der Bürger Überstunden einer. Ja, Vollgas. Bei dem Spiel müssen wir. Selbst, sonst werden wir nie fertig. Ich bezweifle sogar, dass wir so fertig werden, aber wir werden sehen. Ich habe mit Fett und Hermann gesprochen. Ich habe mit Fett und Hermann gesprochen. Und? Haben Sie gestanden? Haben sie. Ich meine, ich habe sie gezwungen. Es war genauso, wie wir dachten. Die Spur führt zur Schmelzhütte. Hast du ihnen gesagt, sie sollen die Klappe halten und sich nichts anmerken lassen? Auch das. Gucken wir mal, was wir bisher haben. Diese 10 nicht gemeldeten Wagen werden von hier zur Schmelzhütte gebracht. Wenn Silber verschwindet, dann dort. Du musst dich dort umsehen und mit dem Besitzer, Buresch, sprechen. Aber das wird wahrscheinlich schwierig. Wieso das? Buresch ist ein vorsichtiger und kluger Mann. Er wird nicht erfreut sein, dass jemand bei ihm herumschnüffelt. Aber du brauchst seine Genehmigung, um dich in der Schmelzerei ohne Lächeln umsehen zu können. Also eine Art Geleitbrief? Wie überzeuge ich ihn davon, mir einzugeben? Das wird wie gesagt nicht einfach. Doch es gibt eine Möglichkeit, wie du vielleicht sein Vertrauen gewinnen kannst. Du gibst vor, ein Adliger zu sein, der eine Schmelzhütte kaufen will und sich den Betrieb mal etwas genauer ansehen möchte. Also diesmal als Adliger. Aber sei vorsichtig.
Borisch wird sich nicht so leicht täuschen lassen wie die einfachen Bergleute. Du musst dich auch anziehen wie ein Adliger. Also keine Plattenrüstung oder Gott bewahre blutige Lumpen. Aber pass auf, nimm keine Waffe mit. Borisch hat eine Riesenangst davor, bedroht zu werden. Deshalb hat er immer Wachen dabei. Tritt ihm nur in der edelsten Kleidung und mit dem feinsten Benehmen gegenüber, um keinen Verdacht zu wecken. Kurzum, sei charismatisch. So charismatisch, wie du kannst. Was soll ich tragen? Was soll ich tragen? Wie gesagt, anständige Kleidung. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie die aussieht. Wenn du sowas nicht besitzt, such einen Schneider in der Stadt auf. Der kann dir bestimmt was Schönes verkaufen. Wenn du charismatisch genug bist, glaubt Borisch dir bestimmt, dass deine Absichten ehrbar sind. Und wasch dich, bevor du gehst. Du kannst nicht wie ein mistbesudelter Landstreicher vor ihn treten. Schmelze die Wissen, was soll die... Verstanden. Ich bin bereit. Hier, ich habe dir ein Empfehlungsschreiben aufgesetzt, das du mitnehmen und Borisch geben kannst. Er wird wahrscheinlich nicht begeistert sein, aber abweisen wird er dich auch nicht. Frag diskret, ganz beiläufig, wie viele Wagen er am Fest der heiligen Petronilla von den Minen erhalten hat. Wenn ich richtig liege, sollten es 90 sein. Das beweist noch gar nichts, wäre aber zumindest ein Ansatz. Du könntest die Arbeiter befragen. Von denen weiß bestimmt einer etwas. Wenn du in der Schmelzhütte bist, halt die Augen offen. Ich bin sicher, da geht was vor sich. Viel Glück, Heinrich. Grüß dich an! Merci dir! Bussi aufs Nussi! So, Freunde der Sonne, wir haben leider kein Recht. Das ist mein einzig charismatisches Outfit, das ich habe. Und ich fürchte, Charisma 12 wird nicht reichen. Darum, da es auch schon 3/4 live ist, drücke ich da jetzt auf Spiel gespeichert, auf Escape und mach diesen hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, merci fürs Zuschauen. Danke, dass Sie noch da sind. Es ist 3/4 Vielen Dank fürs Zuschauen. Bevor es euch schleicht nach dem Gameplay, Like-Button smashen. Das würde mir sehr viel bedeuten. Dankeschön. Und an den Rest machen wir am Freitag weiter. Ja? Eine kleine... Habe ich 3/4 gesagt? Habe ich 3/4 gesagt oder 3/4 live? Ich meinte natürlich 3/4 live. Wir spielen am Freitag weiter. Da wahrscheinlich auch länger. Noch länger wie jetzt. So lange spielen wir normalerweise nicht. Der Nieselbeck fragt mich jetzt gerade nicht mehr, wie lange dursten heute. Ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Ich habe 3/4 gesagt, das war natürlich keine Absicht. Die Traumtänzerin, die kriegt auch noch schnell eine Tröte, pass auf. Du bist auch schon sehr lange dabei, 77 Monate, mehrere sage ich da nicht. Das sind über 6 Jahre. Traumtänzerin, grüß Gott beinahe. Und du, glaube ich, warst die Erfinderin des Dervus. Oder? Bin ich da richtig einigermaßen? Ich weiß 100%, ich glaube aber schon. Danke für deinen Resub und danke für 77 Monate Loyalität. Kuss auf die Nuss. Jetzt machen wir da mal das Spätzle. Gespeichert. Und ich werde mich ein bisschen vorbereiten für den Freitag. Sag ich, was ist. Also das ganze Gewand und den ganzen Scheiß und Ausmisten und Sachen verkaufen, das mache ich off-stream. Spiele vielleicht, ja, heute spiele ich wahrscheinlich nicht mehr, aber morgen wahrscheinlich, ja, morgen habe ich auch nicht so viel Zeit, außer auf die Nacht vielleicht. Dann am Freitagnachmittag kriege ich wie. Und dass wir dann bloß noch einige brauchen und dann schauen wir uns da mal in der... Wo waren wir? In der Schmelzhütte um. Schauen wir uns an. Snoozebenny schreibt, also da nicht leid, gute Nacht, #BestGame. Snoozebenny, hau dich rein, kommen Sie morgen, schaust recht, du bist nur jung. Redekunst leveln. Ich weiß ja auch nicht, wie man Redekunst leveln soll. Das kriegst du ja bloß durch Nebenquests machen, wo du dann im Prinzip, wo du so Dialogoptionen kriegst und du nimmst die einfach und wenn du es schaffst oder nicht schaffst, kriegst du in Redekunst immer ein bisschen XP, bis du einen neuen Punkt kriegst, der dann das beim nächsten Mal leichter macht und so. Aber gut. Der Hackelsepp, hey Birger, bist du jetzt nur noch auf YouTube und nicht mehr auf Twitch? Weil Hackelsepp, wie lange bist du schon nicht mehr da gewesen? Ich stream schon seit über einem Jahr, seit 1,5 Jahren nicht mehr auf Twitch. Oder? Ich glaube im Juli vor einem Jahr habe ich aufgehört auf Twitch zum Streamen. Hackelsepp, was ist da los? Warst du 1,5 Jahre fort? Was ist mit dir? Charlie Pilot schreibt, gute Nacht miteinander, bis Freitag. Charlie, sagt was am Freitag, hauen Sie sich hinein. Gibt auch Lehrer dafür. Ja, ist es klar, aber so wenig weiß ich jetzt gerade nicht. Sommer 23, jupp, wie schnell das Zeit vergeht, gell? Ist übrigens auch was, wo ich mit der Zeitung drüber geredet habe, warum ich nur noch auf YouTube streame und nicht mehr auf Twitch. Weil sie eine Regelungen geändert haben und immer noch nicht zurückgezogen haben. Und das Risiko mag ich nicht eingehen, dass sie mir auf Twitch dann bannen. Und falls wirklich auf YouTube mal was sein sollte, was weiß ich, mir kassieren wir aus irgendeinem Grund einen Strike wegen Depp oder weil mir halt irgendwann einmal ein Wort ausrutscht oder was weiß ich. Und dann bin ich einen Monat lang, kann ich nicht streamen, das ist auch Bullshit, dann streamen halt aber auf Twitch. In Scheißquali, aber wir können zumindest streamen. Der harte Kern wird es mitkriegen.
Der Hagelsepp, was ist denn eigentlich mit dem Podcast? Sag mal, Hagelsepp, wo warst denn du die letzten 1,5 Jahre? Was ist denn mit dir? Den gibt's auch schon fast ein Jahr nicht mehr. Was ist denn mit dir? Du müsstest allgemein charismatischere Kleidung anziehen, dann sind deine Werte in Gesprächsoptionen erhöht. Ja, aber mir ist Rüstung wichtiger wie Charisma. Aber ja, du hast schon nicht ganz unrecht, ich brauche 3 Rüstungen. Eine zum Klauen, einen adligen Anzug, sagen wir es so, und eine Ritterrüstung zum Kämpfen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich bin aber jetzt faul. Wenn ich dann später sage, ja, weißt du was, jetzt sortierst du das auseinander, dann sehe ich das nicht und so, ach Gott, ich hab keinen Bock, jetzt so 10.000 Trümmer zum Vergleichen. Leck mir am Arsch. Die 3 Kleidungsslots zum Schnellwechseln gibt es ja nicht umsonst, das ist absolut richtig, aber trotzdem, du musst das ganze Gewand über mitziehen. Und das nervt. Stimmt, Hagelsepp, die letzte Frage noch, die du jetzt noch stellen kannst, ist, was ist eigentlich mit dem Minecraft-Server? Hast doch schnelle Auswahl? Das meine ich nicht. Jetzt einzelne Rüstungsteile miteinander vergleichen. Was besonders ekelhaft ist, wenn du beim Händler stehst und die Rüstungsteile, die da drin sind, miteinander vergleichen, ob das jetzt niedriger eine Auffälligkeits- und Geräuschewerte hat als das, was du hast, bevor du das kaufst zum Singen, ist ein bisschen Aber Cap haben wir schon für den Hagelsepp, oder? Stimmt, Hagelsepp, die Frage, wo ist der Minecraft-Server, wo ist der DayZ-Server und wann gibt es eigentlich wieder Caps? Das sind eigentlich so die 3 Fragen, die jetzt erwarten, Hagelsepp. Ich glaube, wir sollten mal wieder eine Umfrage machen. Stimmt, machen wir eine Umfrage. Pass auf. Wo starten? Sollten wir mal wieder eine Umfrage machen? Fragezeichen. Umfrage starten. Das sind die guten Umfragen. Hagelsepp fragt, ja, was ist mit Minecraft-Server auch nicht mehr? Den gibt's schon noch. Du gehst jetzt in Minecraft rein, gehst auf Multiplayer, suchst nach Birgers Bumsbude und dann kannst du rauf damit und dann geht's los. Der Kalb schreibt, so super das Spiel ist, das Einzige, was oft nervt, ist das Sound in die Cutscenes, ansonsten 100% das Geld wert. Das stimmt, das soll allerdings, ich hab's auch noch nicht ausprobiert, muss ich auch gestehen, weil ich momentan relativ wenig Zeit habe und dann vergiss ich es auch wieder. Irgendwo in die Windows-Einstellungen muss eine spezielle Audio-Einstellung für irgendeinen Surround-Scheiß oder irgend sowas geben, dass das offensichtlich dann in die Cutscenes nicht mehr passiert. Einmal laut, einmal leise, einmal fühlt es sich alles ganz weit weg und so weiter. Der Hagelsepp und Until Dawn. Wie kommst du jetzt auf Until Dawn, Alter? Hagelsepp, wie viele Halbe haben wir heute schon wieder drin? Was ich da sagen soll. So. Einzige, was ich weiß, was wir jetzt sagen sollen, ist, jetzt gehen wir ins Bett. Das mit der Audio habe ich auf der Konsole aber auch. Interesting. Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Sag ich dir, was es ist. Es hat schon seine Fehlerchen, das Spiel. So fair muss man sein. Aber in dem Ausmaß, bei so großen Rollenspielen, die so, wir sollen sagen, so nicht linear sind, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Siehe Fallout 4, Fallout 76. Skyrim zu Release war eine Vollkatastrophe. Gut, ist allerdings ein 13er her. Egal. 50 von den 80% haben sie verdruckt. Ich bin auch, es ist bloß ein Bait-Sprengen. Ihr wollt mir mit 100 Stimmen, wollt mir bloß dazu bringen, dass es wieder mehr Umfragen gibt und dann ist wieder alles 50-50, ihr Arschkrampen. So, Umfrage beendet. Ich hab brav auf Nein gedrückt. Sagst du das? Freier ist eine gute. Flea Frankie, Quadruple AAA Game, 80 €. Cyberpunk zum Beispiel. Ja, Cyberpunk soll mittlerweile eigentlich ziemlich gut sein. Ja, aber wenn ich da so auf die Uhr schaue, dann ist das halt einfach 4 Jahre zu spät. Mich interessiert es nicht mehr. Sag ich dir, was es ist. Ich habe das 2 Mal angefangen, das Spiel, und dann hat es mich einfach nicht mehr interessiert. It is what it is. Sind wir Leute? Fixet das? Na, das ist doch alles noch voll im Rahmen, was bis jetzt auch nur ein Patch, oder? Ja, bis jetzt. Ich habe nichts von einem Patch mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bloß gehört, es hat letzte Woche einen kleinen und einen großen gegeben. Ich habe nicht aufgepasst, ob Steam automatisch runtergeladen hat. Aber es ist auch alles verkraftbar bis jetzt. Ich finde, der schwerwiegendste Bug, den wir bis jetzt gehabt haben, das war der Schmerz in der Cutscene. Weil das war völlig broken. Also auf einmal zack, 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 gingen die Dialoge durch und er labert irgendwas auf Ungarisch oder was weiß ich. Das war eigentlich der schwerste Fehler, den wir bis jetzt gehabt haben. Und einmal, ich glaube, das war am Montag, da hat das Spiel einfach zugemacht. Aus irgendeinem Grund. Da haben wir Sischka nachgeritten und ich habe das Inventar aufgemacht und dann ist einfach der Bildschirm schwarz geworden. Nein.
ist alles zum Verkraften. Wie viel Playtime haben wir? Und das sind die einzigen zwei schweren, die sind auch nicht tödlich, die Fälle, das passiert halt einmal. Das sind die einzigen zwei Sachen, an die ich mich jetzt erinnert. Nach 41 Stunden Playtime. Hackelsepp, wo warst denn du, einer? 3 Jahre lang? Was zur Hölle? Warum? Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber ich glaube, das letzte How-To ist 3 Jahre alt oder so. What year is it, Alter? Warst du im Koma? Was ist mit dir? Die Laterne ist mal in der Cutscene ausgegangen und haben nichts mehr gesagt. Ja, stimmt. Und solche Sachen erwähne ich jetzt gar nicht, dass der Hund, ja, zum Beispiel, so freilaufende Sachen, dass der Hund einmal irgendwo so halb im Trog drin steckt oder durchglitscht oder so. Sowas interessiert mich gar nicht. Also ganz ehrlich, natürlich kommt das einmal vor. Hey Hagel, leg dich wieder hin. Was? Der trollt doch, kann nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen, weiß nicht, was da los ist. Okay. Ich bin jetzt knapp bei 90 Stunden und mir ist zweimal abgespielt und zweimal hat es im Hauptmenü aufgehängt. Ist, glaube ich, verkaufbar bei 100 Stunden. Natürlich ist es ärgerlich, braucht man nicht schmerzen. Ja, es gibt Abzüge in der B-Note, aber geht jetzt keine Welt nicht unter. Geht keine Welt nicht unter, würde ich sagen. Da darf ich mich schon gewaltiger aufregen. Nur dazu, ich habe für das Spiel 52 € gezahlt. Das ist ein Witz. Die haben sie jetzt schon doppelt ausgezahlt. Ich habe schon, warte, ich kann auch gerne nochmal, das tue ich gerne in solchen Momente, gebe ich da einmal kurz in meiner Steamlisten Battlefield ein. Da kann ich mich noch richtig gut daran erinnern, da habe ich 80 € dafür gezahlt und habe es vorbestellt, weil er geistig Behinderter war. Das war auch das letzte Mal, wo das vorgekommen wäre in meinem Leben. Battlefield 2042, 80 €, Spielzeit 10,3 Stunden. Herzlichen Glückwunsch, gut, dass ich mir das gekauft habe. Und wir machen Steam wieder zu. Was denn mit FIFA mal wieder? Hackelsepp, hau ab, jetzt leg dich hier und sauf deinen Schnaps oder was du treibst. So, Kinder, vielen Dank fürs Zuschauen. Schleicht euch ins Bett. Wir sehen uns am Freitag. Kuss auf die Nuss. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Liken. An alle Neuen. Keine Ahnung, vielleicht ist ja jemand dabei. Abo-Button smashen, Glocke aktivieren und alle, die schon abonniert haben. So sieht das aus. Danke für die ganzen Donations. Das war halt wieder, momentan läuft es wieder aus dem Ruder. Ich glaube, ich erwähne es jetzt einfach nicht mehr und dann hört es auch nicht auf. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da waren halt wieder einige dabei. Da war sauberer Member Mika. Kuss auf die Nuss. Danke für die ganzen Resubs. Danke für alles. Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns am Freitag 20 Uhr. Hauen Sie sich hinein. Ha! C. Tschüss dann. Schleicht euch. Liberten Fotzen nicht vergessen. Was? Liberten Fotzen nicht vergessen? Den verstehe ich nicht. Ich verstecke mich hinter dem Mikrofon. Okay, tschüss.